Ja, Grill seid benannt und einen Sackrisch Gurden. Jetzt Kasperl. Leute, wir sind ja am Ende angekommen. Der letzte Teil von der ganzen Discord-Dulli-Nummer war leider enttäuschend. Ich hatte gehofft, dass es am Schluss nochmal sowas richtig Neues gibt, aber dem war leider nicht so. Dementsprechend nehmen wir uns eine, ihr werdet es am Titel gesehen haben, eine Reini-Auszeit. Wir schauen uns nämlich heute an, es ist gestern rausgekommen, ein Video von TJ. Hier, Tim Jacken. Der Dude hier. Ne? Ihr kennt ihn, der hat früher lange Haare gehabt. Ich finde, die kurzen stehen ihm tatsächlich besser, obwohl ich normalerweise immer Verfechter von lange Haare bin, oder ich alte Metal-Drecksau. Ich kenne also den Content, den er macht, schon seit einigen Jahren. Der hat ein paar based Videos gemacht. Mit viel von dem, was er gemacht hat, kann er nicht viel anfangen, sage ich euch, wie es ist. Ist jetzt nicht so mein Typ. Ich glaube, der ist in dieser Rezo-Bubble drin. Auch Rezo finde ich besser sogar als ihn. Ne? Der bringt mehr based Takes und ist nicht ganz so, ja, keine Ahnung, cringe wie er. Aber auch bei dem, ne, stimme ich nicht mit allem überein. Das sind so Sachen, die ich nur sehr, sehr, sehr selektiv konsumiere. Aber ich schaue, dass ich mir aus allen Richtungen Input hole. Gerade auf YouTube gibt es viele Leute aus allen möglichen Richtungen. Also ich schaue mir hier einen Rezo an, ich schaue mir einen Hey Wolfi an, aber ich schaue mir auch mal die Meinung von einem Clownswelt oder dergleichen an. Einfach um, ja, ich mag regen Diskurs mit Meinungspluralismus. Ich stehe da drauf. Ich bin so, hier Demokratie und sowas. Ich finde das geil. Deswegen, die Bubble-Bildung ist nicht so mein Ding. Nicht mehr. Ne, ich war auch mal jung, aber ich halte nichts davon, sich versteinert in irgendwelche Bubbles reinzusetzen und nur noch mit Feindbildern um sich zu scheißen. Und da habe ich das Gefühl, dass gerade bei hier so einem TJ auch so eine Nummer ist. Aber es soll heute überhaupt gar nicht über politischen Content gehen. Ne? Sondern, ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat, der war mit einer Tussi zusammen, die mir vorher noch nie was gesagt hat, hier Georgia Cavallo. Und die ganzen Internet-News-Kanäle, übrigens, sorry, wenn später mal bimmelt hier, ich habe das Dulli-Phone auf laut, ich erwarte noch einen Anruf oder eine Nachricht, ich bin mir noch nicht sicher. Und der war mit der zusammen, die ganzen Internet, YouTube-News-Kasperl haben da kurzzeitig drüber berichtet, weil sie wohl in irgendeinem TikTok, Instagram, keine Ahnung, ich habe beides nicht, Video Dinge gedroppt hat. Sie hat zwar seinen Namen nicht gesagt, aber es war sehr eindeutig, dass es um ihn ging, die wild waren. Ne? Und das zu einem sehr, sehr, sehr taktischen Zeitpunkt, sagen wir es mal so. Da ist gerade diese El Hotzo-Nummer rausgekommen. Ich weiß nicht, wer von euch das mitverfolgt hat, der auch immer einen auf Turbo-Feminismus gemacht hat und dann rauskam so, oh, die letzten paar Freundinnen, die er hatte, einfach wie Dreck behandelt. Und dementsprechend waren alle schon auf so eine Nummer gepolt und da ja auch TJ ein selbsternannter Feminist ist, der über sehr, 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 sehr woke Standpunkte vertritt, hat das natürlich gleich in diese Kerbe mit reingeschlagen. Hm? Und sehr viele Leute haben dann, oh, schau's mal an, hier TJ doch nicht so geil. Und das war jetzt vor ein paar Monaten und jetzt hat TJ ein 55-Minuten-Video rausgemeldet, in dem es um die aus seiner Sicht toxischen Verhaltensweisen seiner Ex hier, dieser Georgia Cavallo, geht. Und das wollen wir uns heute anschauen. Wie gesagt, wer das Wort toxisch nicht mag, der kann jetzt ausschalten, weil das wird häufig fallen. Ich habe mich dafür entschieden, auf diese Nummer zu reagieren,
da ich selber, wie vielleicht einige von euch schon wissen, in der Vergangenheit häufiger Probleme hatte in Beziehungen. Also ich kann mich an speziell 3 Beziehungen erinnern, in denen ich richtig bei der Partnerwahl ins Klo gegriffen habe, wo die Ex-Partnerinnen von mir ähnliche Dinge getan haben, Gaslighten, vor anderen schlecht über einen reden, Manipulation, die ganze Nummer, ne, der ganze Dreck. Und dementsprechend reagiere ich da immer ein bisschen empfindlich auf solche Geschichten und habe natürlich auch ein bisschen was dazu aus meinem eigenen anekdotischen Evidenz Wissensschatz zum Besten zu geben. Ja, ich hoffe, da ist kein reiner Content, aber dass ihr da trotzdem Bock drauf habt und wir gehen jetzt da zusammen rein in die Michi. Richtig. Jojo, in diesem Video geht es um meine Erfahrungen mit der Influencerin Georgia Cavallo. Viele von euch werden sie wahrscheinlich aus ihren Sketchen oder auch unseren gemeinsamen Videos kennen. Wir waren für 1,5 Jahre ein Paar, bis sie mich vor 300 Monaten angerufen hat, um die Beziehung zu beenden. Eigentlich wollte ich danach... Ist immer sportlicher Move, ne? Am Telefon Schluss machen, immer sportlicher Move. 3 Daumen hoch, ne? Da kriege ich jetzt schon ein Ding. Was hat er, hier oben hat er was reingeschrieben, darum habe ich auch wirklich gar nichts über unsere Beziehung, Trennung gepostet. Es ist sehr gut, dass die Beziehung vorbei ist. Okay, das glaube ich dir, wenn du jetzt so 55 Minuten Aufarbeitungsvideo über den Bullshit machst, dass du froh bist, dass die Beziehung vorbei ist. So, good for you, TJ. Einfach nur noch Abstand von ihr, wollte einfach nur heilen. Weil mein Therapeut und ich in der Aufarbeitung anhand von Chats und Memos immer mehr toxische Verhaltensweisen in der Beziehung erkannt haben. Nach der Beziehung hat sie jedoch angefangen, öffentlich Behauptungen über ihren Ex-Freund aufzustellen. Behauptungen, die leider exakt in die Pattern fallen, die ich, aber auch ein paar meiner YouTube-Kollegen und Freunde während der gemeinsamen Zeit mit ihr erlebt haben. Das Problem ist, also ich glaube hier, bei ihr ist es noch schwieriger, weil die ja auch selber in der Öffentlichkeit steht. Ich weiß, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was die für einen Content macht. Ich wusste von ihrer Existenz nichts, bevor die Streven oder solche Leute darüber berichtet haben. Und ja, ist halt schwieriger noch, dieses Gaslighting, dieses manipulative Verhalten aufrechtzuerhalten, wenn man in der Öffentlichkeit steht, in dieser Influencer-Szene, die ja eh ziemlich hinterfotzig sein soll, angeblich. Im Privaten ist das schon schwierig genug, aber viele dieser Leute versuchen dann natürlich auch Einfluss auf dein soziales Umfeld zu nehmen. Ne? Also entweder, dass sie dich abkapseln von deinen eigentlichen sozialen Kontakten oder dass sie denen irgendwas erzählen, was dazu führt, dass die sich von dir abkapseln. Und das merkst du oft gar nicht. Ne? Und das ist die ganz gefährliche Sache, weil dann kannst du, wenn du dann mehr oder weniger der einzige soziale Kontakt der Person bist, kannst du maximale Kontrolle über diese Person ausüben. Ne? Menschen sind soziale Wesen, wir brauchen soziale Kontakte und wenn du der Einzige davon bist, dann wird dieser Mensch literarisch alles tun, um dich nicht auch noch zu verlieren. Und meistens nicht wissend, dass du dafür verantwortlich bist, dass der Mensch alle anderen sozialen Kontakte verloren hat. Das ist das perfide, bösartige an dieser ganzen Nummer. Behauptungen, die nicht nur typisches Framing oder auch mein Ex war eh scheiße sind, sondern leider auch wirklich schädigende Falschdarstellungen. Dementsprechend werde ich in diesem Video hier Behauptungen von ihr widerlegen und ihre Unwahrheiten dazu aufzeigen, euch zeigen, wie sie systematisch für ihren Vorteil gaslightet. Ihr werdet gleich verschiedene toxische Pattern von ihr sehen, wie sie wahllos Sündenböcke erfindet, die dann für ihre Situation verantwortlich gemacht werden, wie sie es geschafft hat, Kollegen... Dieses toxische Narzisstenverhalten, das ist natürlich prädestiniert für alles, was Influencer ist. Ne? Das ist vollkommen klar. Mich und ihre Fans zu manipulieren und wie sie für mehr Promo und Reichweite sich komplexe Lügenkonstrukte ausdenkt. Ja, weil Leute, eine Sekunde, ihr werdet es nicht merken, weil ich gleich auf Pause drücke. Für euch wird keine Zeit vergehen, aber ich hole mir jetzt noch ein Bier, weil die Chance kann man nüchtern, glaube ich, nicht geben. Hockt euch ihre Sammermeere, reißt euch eine Häube auf. Was ich alles anhand von Chats, Memos und Zeugenaussagen belegen werde. Da es von ihrer Seite aus in die Öffentlichkeit gezogen wurde, reicht es leider nicht aus, dass die Betroffenen über ihre Verhaltensdynamik Bescheid wissen. Schaut euch an, los geht's. Ja, das ist natürlich wichtig. Also jetzt gerade aus der Sicht von so einem TJ kann ich das gut nachvollziehen,
dass hier Aufklärung stattfinden muss, ne? Sollten die Vorwürfe seiner Ex nicht der Wahrheit entsprechen. Ne? Wie gesagt, ich weiß es alles nicht, ich war nicht dabei, aber gerade jemand wie TJ, man hat es bei El Hotzo gesehen, wo es ja tatsächlich gestimmt hat, der so viel Wert darauf gelegt hat, seine woke Identität mehr oder weniger Teil seines Geschäftsmodells ist auf YouTube, ist das natürlich auch finanziell vollkommenes Desaster, wenn der jetzt hier als Heuchler dasteht, der seine Ex-Freundin scheiße behandelt hat. Ne? Dementsprechend, das ist für ihn Karriere entscheidend, wie dieses Video ankommt. Deswegen hat er sich, glaube ich, auch viel Zeit damit genommen. Kurz 3 Sachen, die wichtig sind, damit man alles besser versteht. Wir hatten mal kurze Zeit, in der wir einvernehmlich unsere Beziehung beendet hatten. Sie hatte mich dann aber nach 3 Tagen wieder angerufen, mit dem Versprechen, ihr Verhalten zu bessern, weil sie mich nicht verlieren wollte, sodass wir grob von September bis Dezember 24 kurz mal kein Paar waren. Das auch eine Nummer, ne? Das ist auch eine Nummer, die ich oft mitgekriegt habe, also bei meinen Erfahrungen, aber auch bei anderen Leuten, die in toxischen Beziehungen waren, scheißegal, ob jetzt der toxische Part die Frau oder der Mann war, ist dieses, man provoziert Drama in der Hoffnung, sodass es bis kurz vor einer Trennung geht, damit der andere Angst kriegt. Oh nein, ich will den Menschen nicht verlieren. Um den dann noch besser kontrollieren zu können. Und das ist halt ein Bluff. Ne? Man will ja gar keine Trennung. Man will ja weiter die Kontrolle über die Person haben. Und wenn hier tatsächlich er dann einfach sich nicht mehr gemeldet hat, dass die dann nach ein paar Tagen wieder kommt, ich habe dieselbe Scheiße auch schon erlebt. Dass man gesagt hat, ich habe folgende Situation. Toxische Beziehung gehabt, zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nur einen Bruchteil von der Scheiße, die gelaufen ist, im Hintergrund. Und dann gab es da auch Riesendrama. Künstlich erzeugtes Riesendrama, so künstlich erzeugt, dass es so aussieht, als wäre ich da mitverantwortlich. Auf jeden Fall hat man dann gesagt, ja okay, dann macht das hier keinen Sinn, dann trennen wir uns. Wir hatten aber geplant, zusammen noch auf ein Festival zu fahren. Die Tickets habe Gott sei Dank ich beide gekauft. Dulli, der ich war. Aber in dem Fall war es tatsächlich sinnvoll, denn nach einer Woche, die wir uns getrennt hatten, kam eine Nachricht so, wie schaut es eigentlich aus? Fahren wir jetzt trotzdem zusammen auf das Festival? Und da habe ich ein wenig schmunzeln müssen, ne? Folgende Reaktion. No. No. Mm-mm. Mm-mm. No. 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 Ja, und da war natürlich ein bisschen Turn-up, Muttervater und so, aber das Lied war noch nicht zu Ende, aber wie gesagt, weil ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst habe, was alles, vielleicht kommen wir später nochmal drauf, ne, was da alles tatsächlich im Hintergrund lief. Zweite Sache, ich werde Georgia, oder wie sie eben mit echten Namen heißt, Marie, gleich nur noch sie nennen. Damit will ich versuchen, aus dem Kontext gerissen Shorts ein bisschen einzudämmen. Irgendwelche TikToks, die beginnen mit Georgia war da und da schlimm, ohne den Kontext zu kennen, bringen niemandem was. Wenn man Das ist klug, ne? Zeugt von Medienkompetenz, dass man sagt, hier, wenn ich den Namen nicht sage oder vermeide zu sagen, dann kann hier auch schwieriger irgendjemand was aus dem Kontext rausschneiden und mich wieder als Dulli dastehen lassen. Das ist schlau. Wenn man das hier schon macht, dann irgendwie so fair, wie es eben nur möglich ist. Dritte Sache, ich werde gleich Verhaltenpattern von ihr zeigen, die zum Entkräftigen der Behauptung dienen, aber auch ein bisschen ihren Charakter widerspiegeln. Natürlich sind noch mehr Dinge passiert, Dinge, die ich auch teilweise echt mies fand. Da die aber gerade nichts mit der aktuellen Thematik zu tun haben und auch nicht in der Öffentlichkeit sind, sehe ich gerade keinen Grund, die mit einzubauen. Oh, Digga. Oh, Digga, da schauen wir nochmal hin. Schaut euch sein Gesicht an, Leute. Das ist. Okay, der Mann hat sich vorbereitet auf eine lange Belagerungsschlacht. Ne? Also, hey, ich habe Dinge gegen dich, die dich vernichten, wenn sie öffentlich werden. Du kannst jetzt entweder zugeben, dass du dir Scheiße erzählt hast und mich in Ruhe lassen, oder
Polen ist offen. Muss man respektieren. Ich hätte nicht gedacht, dass er solche Eier hat. Ich habe TJ nicht so eingeschätzt, dass er tatsächlich solche Eier hat. Good for him. Vielleicht hat ihm die Erfahrung mit der Alten ja tatsächlich so weit gut getan, dass er, dass er da halt was mitnehmen kann. Dass ihm vielleicht ein paar Eier gewachsen sind. Das wäre schon mal Ding. So, jetzt ist alles geklärt. Fangen wir an. Wenn ich Gaslighting schon lese, als jemand, der selber Opfer davon wurde, da bin ich schon getriggert. Also ich kann an die Nummer definitiv nicht neutral rangehen, weil das ist wirklich die allerübelste, widerlichste Scheiße, die du mit Leuten abziehen kannst. Weil die Leute zweifeln an ihrem eigenen Verstand irgendwann. Die denken tatsächlich, sie sind die Bekloppten. Ne? Pattern, das sie oft angewendet hat, ist Gaslighting. Gaslighting bedeutet im Grunde, dass man eine Person anlügt und sagt, dass ihre Erinnerungen oder auch ihre Wahrnehmung falsch sind, obwohl man genau weiß, dass es nicht so ist. Das ist eine Form der psychischen Manipulation und ein ganz typisches Verhaltensmuster in toxischen Beziehungen, weil man so Macht und Kontrolle über eine Person ausüben kann. Ja, das sind so Sachen, also ich unterbreche jetzt auch wieder häufiger, aber ihr kennt mich, die ich auch erlebt habe, wo es dann so um so Sachen ging wie, hier, lass hier und da ein Date Night machen und dann wird das irgendwie abgesagt. Und wenn man sich dann mit Freunden trifft, gibt es Leute, die sie auch kennt. Und so, ja, die sagt dauernd irgendwelche fixen Verabredungen ab und so. Und das belastet die Beziehung. Und die Personen dann mit der Partnerin sprechen. Dann kommt dann sowas wie, ja, das war nie abgemacht oder wir sind in gar keiner Beziehung oder solche Nummern. Ne? Das dann auch praktisch in Zeiten von WhatsApp, wo du den Verlauf halt abgespeichert hast, kannst du sagen, ja, die hat, hier steht's. Also zum Thema, wir sind hier nicht in der Beziehung, hier wird gesagt, wir sind's und man liebt sich und bla bla bla. Und hier wird fix ausgemacht, wann Date Night ist und hier kannst du es danach lesen. Ne? Das ist sehr praktisch. Ich habe damals noch kein WhatsApp, ne? Ihrer Podcast-Folgen gibt sie auch zu, dass sie sowas anwendet und dann bis zum Ende. Die richtig schlauen Gaslighter machen sowas auch nie per Text, sondern die sagen dir das, die rufen dich dann da an, ne? Damit es keine Beweise gibt. Da habe ich nie gesagt, war nie so, da spinnt sie was zusammen. Oder die, je nachdem, wer hier wen gaslightet. Durchzieht. Ich gaslighte manchmal. Alter, wenn ich das hier schon sehe mit ihrem Podcast, wenn ich das schon sehe, dieses Bild, ne, wie sie beide da sitzen, Knopf im Ohr, diese urhässlichen Hipster-Tassen und dieses einen auf Tough Girls machen, da kriege ich jetzt schon Hasslatte. Ne? Wer sich dafür entscheidet, dass das hier das Bild ist, das ich mit meinem Podcast nach außen tragen will, ja, Scusi, ne? Da bin ich schon raus. Da weiß ich doch schon, was kommt. Ne? Das ist so, ich bin eingebildet und halte mich für den allergrößten Menschen auf dieser Welt und ich erzähle euch jetzt mal, wie der Hase läuft. Ich mit meinen 22 Jahre. Das ist hier der Bullshit. Da gehe ich schon wieder, alter Keks. Auch aus Versehen. Unproblematisch, genau. Ne? Ohne die Intention und dann merke ich das und dann reite ich die Welle bis zum bitteren Ende. Das habe ich sehr oft miterlebt. Mir gegenüber, aber was? das zum Ende durchzieht. Ich habe jetzt so viel dazwischen. Ich mache jetzt hier nochmal den. Ich gaslighte manchmal auch aus Versehen, ohne die Intention und dann merke ich das. Liebe, wie sie nicht immer heißt, ne? Man gaslightet niemanden aus Versehen. Das ist schon wieder Gaslighting an sich. Habe ich nie gesagt. Ich bin ja niemand, der gaslightet. Würde mir ja nie in den Sinn kommen. Das passiert vielleicht versehentlich. Das passiert nicht versehentlich, Digga. Das ist eine sehr, sehr, sehr bewusste Entscheidung, um andere Leute zu manipulieren. Und dann reite ich die Welle bis zum bitteren Ende. Das habe ich sehr oft miterlebt. Mir gegenüber, aber auch anderen gegenüber. Und ich möchte euch jetzt ein Beispiel aufzeigen, was das sehr deutlich zeigt. Wir waren nämlich mal gemeinsam auf einem Festival, haben da halt eben so mit anderen Creatoren abgehangen und auch Trinkspiele gespielt, wo es dann irgendwann darum ging, wer der größte Hurensohn auf YouTube ist. Da kenne ich einige. Aber der eine ist ja schon seit 2022 nicht mehr auf YouTube.
Aber der ist von vielen Leuten beerbt worden. Ne? Ein Haufen Dirnenspresse auf der Plattform. Hat sie dann ganz bewusst in der Runde Rezo gesagt. Nicht auf Gag, nicht sarkastisch, sondern wirklich, weil sie ihn absolut nicht mag. Ja, weiß nicht, das kann gut sein, dass sie den absolut nicht mag, weil der zum einen natürlich erfolgreicher ist als sie. Und es ist so, viele YouTuber, gerade aus dem linken Spektrum, oder generell Content Creator, ne, egal auf welcher Plattform jetzt, aus dem linken Spektrum, sind ein bisschen darauf angewiesen, cool mit Rezo zu sein. Weil der ist einer der Leute aus dieser Bubble, der die größte Reichweite hat. Und wenn der auf deinen Shit reagiert, dann kriegst du auch eine enorme Reichweite mit. Das ist Diridari, Cash in die Tash, was dir flöten geht, wenn der Typ nicht auf dich reagiert. Der hat in dieser Social-Media-Welt eine enorme Macht. Muss man so sagen. Deswegen den ankacken in der Öffentlichkeit, weiß ich nicht, ob das so schlau ist. Aber da wollte man wahrscheinlich hat die ein bisschen einen getankt gehabt. Ne? Und die hasst es natürlich, zum einen wahrscheinlich, weil er ein Mann ist und der erfolgreicher ist und dass sie da abhängig ist davon, dass sie auf seiner guten Seite steht. Kann ich schon vorstellen. Und dann knödelt die den raus, weil sie auch noch ein bisschen kontrovers sein will, weil ich glaube, das ist ihr komplettes Ding. Provozieren, kontrovers sein, Rage-Bait so viel wie möglich und das halt Peak-Narzisstenverhalten. Ne? Später hat sie das dann bereut, weil sie will ja weiterhin Reichweite von Rezo, dass er weiterhin auf ihre Songs reagiert. Das hat er zuvor schon mal gemacht und darum wollte sie ihn wieder bitten. Aber anstatt Verantwortung zu übernehmen, wollte sie das Problem anders lösen. Und ich zeige euch jetzt 2 Sprachnachrichten von ihr. Aus rechtlichen Gründen sind das AI-Stimmen, aber sollte sie sagen, ich lüge da oder der Inhalt wäre falsch, darf sie mir gerne die Erlaubnis geben, die echte Memo zu zeigen. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt hier, wir sind jetzt bei 4 Minuten drin, ich glaube, hier ist der letzte Ofenkäse noch nicht aufbacken in dem Konflikt. Hm? Hör mal, ich bin gerade mies am Overthinken, weil ich ja gefragt wurde, welchen Influencer ich am meisten... Das hört sich irgendwie nicht nach KI an, ne? Sommer 2024, okay, Digga. Nee, das hört sich schon an wie die alle, oder? hasse und ich so dumm war, vor Fremden Rezo zu sagen. Meinst du, irgendwer plappert? In dieser Memo hier sagt... Meinst du, irgendwer plappert? Das ist auch wieder ganz ehrlich, wenn ich mich nicht wie Abschaum verhalte, anderen Menschen gegenüber, in der Öffentlichkeit etc. bla bla, dann muss ich auch keine Angst haben, dass irgendjemand plappert, in Anführungsstrichen. Das ist auch Winkler-esk hoch 10. Ihr erinnert euch die Wien-Aussage, wo er dann gesagt hat, ja, das war in einem vertraulichen, privaten Discord-Raum, wer auch immer das geleakt hat, wenn ich das rausfinde, bla 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 bla. Ne? Vollkommen ignorierend, dass man einfach einen widerlichen Arschloch-Take gebracht hat und sich darauf konzentrieren, dass es tut einem nicht leid, was man gesagt hat, sondern man könnte erwischt werden oder in Reiners Fall ist man erwischt worden. Ne? Sie ja jetzt auch offensichtlich. Sie nämlich kalkulieren, dass sie sich jetzt einfach einen Grund überlegen wird, um das zu lösen und dass sie sich eine Ausrede dafür überlegt. Für den Fall, dass irgendjemand von da aus irgendwie sagen würde, keine Ahnung, ich finde Rezo richtig kacke, habe ich mir einen Grund überlegt, also ich habe mir eine Ausrede überlegt, sprechen wir bei Gelegenheit einfach mal ab. Und dann fällt ihr die Lösung ein. Alter, ich finde das wild. Der TJ hat doch ewig für Rezo gearbeitet und der war doch auch ewig danach, also immer noch cool mit dem. Und wenn seine Mulle jetzt um die Ecke kommt und sagt, ja, hier, keine Ahnung, ich hasse den über alles. Wahrscheinlich war das schon so ein bisschen dieses Abspalten, ne, vom sozialen Umfeld in vollem Gange. Und wie gesagt, Rezo natürlich wahrscheinlich der einflussreichste soziale Kontakt von ihm. Der muss natürlich als erstes weggebissen werden. Und aber keine Ahnung, wenn ich eine Freundin hätte, die so über einen sehr guten Freund von mir sprechen würde, dann würde ich mal kräftig aufs Dach kacken, oder? Gaslighting. Sie wird einfach lügen und behaupten, dass sie das übertrieben aus Joke gesagt hätte und die anderen das Problem sind, dass die sich nur falsch erinnern würden. Sollte ich irgendwie darauf angesprochen werden, übel auf die Runde schieben, auf und so, dass wir vorher in einer ganz kleinen Runde halt noch gesagt haben, ey, welche hast du kennengelernt, die richtig cool waren? Und dass wir da sehr positiv über Rezo gesprochen haben, ist ja egal, dass das nicht stimmt, ne? Und dann später halt, ja, und welchen Influencer findest du richtig scheiße? So, hahaha, ja, Rezo. Aber halt so sarkastisch, nach dem Motto, das checkt doch jeder. Und weil die anderen noch alle so besoffen waren, würde es auch keiner hinterfragen, dass die sich falsch erinnern würden. Das hat sie mir in dieser und dieser... Ja, ganz ehrlich, ich hoffe, dass die alle echt sind, die Nachrichten.
wenn rauskommen sollte, dass die nicht echt sind, aber hier ich glaube, der TJ ist schon, der würde jetzt hier nicht eine Stunde lang einen Mordsfass aufmachen, wenn die Scheiße nicht irgendwo, also wenn er das nicht belegen könnte. Also das wäre einfach nur mega dumm. Wenn in der Woche rauskommt, ist alles gelogen von ihm, dann, das wäre einfach, da hätte er gleich einfach seine Kanäle löschen können und die Fresse halten. Ne? Dieser Memo exakt so erzählt. Mit Vorsatz zum Lügen. Und vor allem, ohne Scheiß, die waren eher also besoffen. Wenn man die so damit konfrontiert, werden die sagen, ah jo, das kann sein. Falsch zu behaupten, dass die anderen sich einfach nicht richtig erinnern würden, das ist die Definition von Gaslighting. Ein paar Wochen danach hat sie Rezo wieder gefragt, ob er Bitty auf ihren neuen Song reagieren kann und hat ihm vorgespielt, dass sie ihn mögen würde. So habe ich es zigmal selber in der Beziehung erlebt. Dass sie anderen ihre Verantwortung und Schuld einfach in die Schuhe schiebt. Genauso wie beim nächsten Part. Ein weiteres Verhalten Ja, ich bin das Opfer, ihr erinnert euch noch falsch, ist doch auch wieder Gaslighting. Ja? von ihr war, dass sie sich unter anderem durch Gaslighting selber in die Opferrolle schiebt. Einer Ach so. ihrer Vorwürfe in meine Richtung war ja, dass ich selber in meiner Ja, das ist aber also einer der Hauptgründe für Gaslighting. Ne? Man will selber in die Opferrolle, man will dem anderen ein schlechtes Gewissen machen. Ne? Keine Ahnung, man sagt dauernd irgendwas ab und der andere sagt dann, hey, du, ich hab da keinen Strahl mehr drauf. Und dann dreht man das alles so, als wäre der andere das Problem und das Arschloch und wäre unsensibel und ne? Dass der dann bloß nicht wieder die eigenen Handlungen hinterfragt. Opferrolle leben würde. Man schenke uns einen Mann, der seine Opferrolle nicht mehr liebt als seine Partnerin. Dieser Vorwurf kam daher, dass ich angesprochen habe, dass ich selber nie eine Grenze ziehen kann, ohne dass sie mir sofort in den Kopf wirft, was das mit ihr macht. Wie auch im folgenden Beispiel. Sie neigte nämlich oft dazu, Dinge fest zuzusagen und dann später wieder abzusagen. Ja, da sind wir. Es ist dieselbe Scheiße. Es ist dieselbe. Ich habe das so oft erlebt, Leute. Wie gesagt, ich hatte 3 so toxische Beziehungen, als ich jung war. In meinen frühen 20ern. Alter Schwede, war ich ein Vollidiot. Aber ich habe halt auch nicht draus gelernt. Ich habe so ein gewisses Beuteschema gehabt damals. Und das war halt einfach hageldumm. Ich weiß nicht, wenn man, manche Leute können das vielleicht nachvollziehen, wenn man so auf die leicht beschädigten Leute steht, weil man sich denkt, man hat selber schon einiges durch und die verstehen einen vielleicht besser. Und dass das meistens kein gutes Ende nimmt, ist. Ja. Aber dieses festzusagen und dann ich habe es x-mal selbst erlebt. Da habe ich wirklich unzählige Beispiele für, aber so bin ich zum Beispiel mal alleine in so einen ersten gemeinsamen Pärchenurlaub geflogen, den wir auch zu zweit gebucht haben, weil sie dann doch nicht mehr gefühlt hat, mit mir zu reisen und lieber allein reisen wollte. Willst du mich verarschen? Ne, so krass war es bei mir nicht. Digi, was ist los mit dir? Alter, wenn meine Mulle mir sagen würde, hey du, wir haben jetzt zwar über lang hier so einen tollen Pärchenurlaub geplant, wahrscheinlich hat er den geplant, ne? Wahrscheinlich hat er auch bezahlt, keine Ahnung, ne? Wir haben das jetzt geplant, Ewigkeiten. Aber, du, ich habe jetzt eigentlich überhaupt gar keinen Bock, mit dir in Urlaub zu fahren. Ich meddel mal selber los, auf eigene Faust und wir treffen uns in 2 Wochen wieder. Und du fährst dann alleine in den romantischen Pärchenurlaub und sitzt da wie der Depp. Alter Schwede. Das wäre die letzte Konversation gewesen, die Frau mit mir geführt hätte. Ich habe gesagt, okay, gut, deine Koffer sind ja schon gepackt. Ja? Wenn du sonst noch was hast, pack noch ein paar mehr Koffer, kriegst du auch eine große Ikea-Tüte im Notfall noch von mir. Da drüben hat der Maurer das Loch in der Wand gelassen, schleich dich. Das ist ja wohl der allerräudigste Abschaum-Move, den ich jemals gehört habe. Ich fahre jetzt alleine, kurz vorher sagen, nach Italien. Ich fahre jetzt alleine in Urlaub, weil auf den tollen, von dir geplanten romantischen Pärchenurlaub habe ich jetzt doch keinen Bock, kurzfristig. Mach du das mal alleine, ich fahre nach Italien. Unfucking fassbar. Das sagt für mich dann aber auch irgendwie so aus, keine Ahnung, was macht man denn, wenn man alleine in Urlaub fährt?
Liegt es daran, obwohl der war so love-struck, der hätte den ganzen Urlaub sicher mitfinanziert. Ne, dass man sich dann da was. Vielleicht ist die aber auch, wollte sie nach Italien, vielleicht hat sie noch irgendeinen zweiten Freund gehabt, und wollte dann lieber die Zeit in Italien mit dem verbringen oder so, das ist möglich. Oder sie hat sich gedacht, vielleicht finde ich da jemand anderen, der vielleicht besser zu mir passt, oder keine Ahnung, bei solchen Leuten kann es auch gut sein, dass die auf Social Media gesehen haben, dass irgendwer Reiches und Berühmtes jetzt gerade irgendwo in Italien ist und man fliegt dahin und versucht, die Person irgendwo ausfindig zu machen, sich da ranzuschmeißen und im Notfall so ein Boyfriend-Upgrade danach zu haben. Und dann ruft man aus dem Urlaub an und sagt, TJ, es tut mir fürchterlich leid, da ist was passiert, ich habe da jemanden kennengelernt. Das kann natürlich auch sein. Aber ganz ehrlich, da hätte man die Eier haben müssen zu sagen, ja, nee, Diggi, wenn das so ist, dann, ne, wenn du mir kurz vorher den Urlaub absagst und mich alleine in den romantischen Pärchenurlaub schickst, um nach Italien zu fahren, dann ist das nicht die richtige Beziehung für mich. Und jetzt war es halt eben so, dass sie mir in kurzer Zeit 4-mal zu und später wieder abgesagt hat. So hat sie mich zum Beispiel zum Deichbrand-Festival fest eingeladen, dass wir da so ein Pärchenfestival draus machen, und hat mich dann später wieder ausgeladen. Hat mir fest für ein weiteres Festival hier in Aachen zugesagt und dann später wieder abgesagt. Ein geplantes Date wurde kurz vor wieder abgesagt. Und so kam es halt eben vor, dass sie mir für den Freitag, wo ich eigentlich mein Twitch-Comeback geplant hatte, wo ich mir dann auch das große Versprechen geholt habe, ey, da, sei mal bitte da, sag bitte nicht ab, trag dir das wirklich in alle Kalender ein. Das wäre mir wirklich wichtig, wenn du damit... Ja, das ist der nächste Fehler. Solchen Leuten... hier unten steht was. Die verpixelten Textnachrichten blende ich ein, und zeigen, dass Beweise existieren. Ja, okay, klar. Da hast du jetzt schon den großen Fehler gemacht. Ne? In dem Moment, in dem du gesagt hast, Alter, das ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Bitte. Bitte kann ich mich da auf dich verlassen. In dem Moment hat die schon gewusst, dass die absagen wird. Und zwar sehr kurzfristig. Die hat sich praktisch in dem Moment den Text schon zurechtgelegt, mit dem sie dir absagt. Weil das natürlich eine Machtdemonstration ist. Die ganzen anderen Sachen auch. Keine Ahnung, beim Urlaub wäre ich schon raus gewesen. Wir fahren dann zusammen da auf das Deichbrand-Festival. Ups, ich fahre da doch alleine hin. Oder auf dieses, ups, ich fahre da doch alleine hin. Und bei sowas, so weit wäre es bei mir schon gar nicht mehr gekommen, aber klar, wenn du so jemanden, das ist die ultimative Machtausübung über die Person. Ne, du sitzt da, du bereitest das alles vor, du hast dein großes Twitch-Comeback da geplant und dann scheißt sie dir da rein, das ist die ultimative Machtausübung. dabei wärst. Naja, morgens kam dann halt eben die Memo, wo sie sagt, ey, sie packt's nicht, sie braucht ein bisschen Zeit für sich selber. Was ich akzeptiert habe, aber natürlich enttäuscht war. Und diese Memo, die ich dann gesendet habe, hat sie später als die erste schlimme Nachricht öffentlich eingeordnet. Um ca. 12 Uhr flatterte die erste schlimme Nachricht ein. Sie meint, Digga, warum sind diese TikTok-Mullen immer entweder am Schminken oder am Fressen, wenn sie ihre scheiß Videos aufnehmen? Ich krieg Zustände, da. Immer pinseln die sich irgendeinen komischen Kleister in die Fresse. Leute, das ist wie Rainer, der den Stream anmacht, aber das Spiel noch nicht installiert hat. Ihr seid Influencer, ihr kommt fertig geschminkt vor die Kamera oder ihr verpisst euch. Was soll der Rotz? Gut, ich brauche reden, ich habe mal vorhin auch vergessen, das Bier zu holen, aber ich mache die Scheiße jetzt auch dann nicht so, dass ich sage, okay, ich lasse hier das Video laufen und ihr hört im Hintergrund, wie ich marschiere und mir aus dem Kasten draußen im Gang mal halbe hole. So, ich drücke dann anstandsweise auf Pause und lass dann wieder laufen, wenn alles geregelt ist. Ich krieg da Aggressionen, weil das sendet doch schon eigentlich an meine Zuschauer so eine Message raus, so. Ja, keine Ahnung, ihr seid mir eigentlich nicht wichtig. Ich muss das hier machen, um ein bisschen Barne abzugrasen, aber ich nutze die Zeit noch für alle möglichen anderen Sachen, damit ich dann das aus meiner Freizeit raus habe, ne? Das im Endeffekt ist das, die könnte auch abspülen oder staubsaugen oder Wäsche zusammenlegen oder sonst irgendeine Scheiße, so. Die Zeit, die ich
mit meinen Zahlschweinen im Internet verbringe, ist mir nicht so wichtig, dass sie meine ganze Aufmerksamkeit verdient hätten. Das ist Peak asoziales Arschlochverhalten. In ihrer Story, dass es eine Bombe wäre, die geplatzt ist, wonach sie ihnen die Beziehung beendet hat. Ja, und was die Memo für eine Bombe war, dürft ihr jetzt gerne selber beurteilen. Ja, da bin ich jetzt gespannt, was das für eine Bombe ist, Digga. Ganz ehrlich, so wie ich TJ einschätze, ist das so ein wirklich sehr weich gespültes ich habe aber Fühlis und dieses und jenes und wahrscheinlich ist das eine Art von Nachricht, die ich mit Anfang 20 auch schon mal an eine Mulle geschickt habe. An eine von denen, die mich da auch verarscht haben. 100%. Also erstmal, wenn das jetzt zu viel ist und einfach das halt arbeitsmäßig und von dem Feeling, wie sich fühlt, halt nicht machbar ist, dann bleib natürlich zu Hause und mach einen Tag für dich. Aber sag mir dann auch bitte nicht mehr zu. Weil das ist jetzt zu oft passiert. So, ich habe mich drauf verlassen. So, du hast mir wochenlang versprochen, dass du Freitag da bist und jetzt habe ich halt schon ganz viel geplant, muss ich jetzt umplanen so. Habe Leuten schon Bescheid gesagt, habe das schon announced. Und ich so, ja, so zum Glück ist das Announcement noch nicht online gegangen, aber muss ich aus dem Video rausschneiden. Und das ist jetzt irgendwie auch in letzter Zeit echt oft passiert, so, dass du mich zum Deichbrand eingeladen hast und hast mich wieder zum Deichbrand ausgeladen, so, hast gesagt, beim Kiniko bist du fest dabei, um dann halt zu hören, nee, ich komme jetzt doch nicht mehr mit. So, eine Date Night habe ich mich doch gefreut und dann sagt, okay, passt doch nicht mehr. So, und das Ding ist, das ist nicht schlimm, dass die Dinge nicht passieren, versteh mich nicht falsch. Es ist halt nur, hat dann irgendwann so eine Enttäuschung, wenn man sich auf Sachen freut und du dann wieder absagst oder mich auslädst oder was auch immer. Und wenn es ja, das ist halt, ich weiß nicht, ob jetzt grausam ein bisschen übertriebenes Wort ist, aber das ist natürlich emotionale Folter, was du da machst. Das ist wie wenn du jemanden, der unten in der Zelle hockst, weil sie hat ihn ja schon so sehr an den Eiern, dass er offensichtlich nicht zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage war, sich abzunabeln. Scheißegal, wie dreckig sie ihn behandelt hat. Also wenn du jemanden in der Kerkerzelle hast, der seit Tagen nichts mehr gefressen hat und du hast ihn angekettet an der Wand und du legst ihm einen dicken, fetten Cheeseburger genau so hin, dass er gerade nicht rankommt. Und dann kommst du nach einer Viertelstunde wieder, kommst her, nimmst ihn, frisst den Cheeseburger, kackst ihm vor den Koffer und gehst wieder raus. Dass du da dann irgendwann keinen Bock mehr hast. Ganz ehrlich, ich hätte eine ganz andere Nachricht geschrieben. Ich hätte gesagt, hier, du hast jetzt alles abgesagt, dauernd, permanent, ununterbrochen. Du bist das unzuverlässigste Wesen, das höchste Wesen, das ich jemals kennengelernt habe. Jetzt hier ist finito. Offensichtlich ist dir alles scheißegal. Ich habe einen Haufen Arbeit jetzt gehabt wegen dir. Das funktioniert, so funktioniert keine Beziehung. Man muss sich vertrauen können und man muss sich aufeinander verlassen können. Wenn dem nicht so ist, dann ist hier Feierabend. Tschüssikowski sucht dir den anderen Dummen, der den Urlaub zahlt. Ne? Einmal passiert, das ist fein. Für die einzelne Sache will ich keinen Vorwurf machen. Aber es ist halt irgendwie jetzt in letzter Zeit auch passiert, so dass du Sachen angekündigt hast und mir Sachen zugesprochen hast oder Sachen von dir aus angesprochen hast, die du machen willst, wie Deichbrand. So, wo ich mich dann nicht darauf freue, dass es passiert, um dann halt wieder ausgeladen zu werden und dann halt wieder. Das ist auch diese Nummer, ich glaube, die Leute, die so mit dieser Vogue-Ideologie indoktriniert sind, die haben, glaube ich, tatsächlich das Mindset so, ich bin ein Mann, ich darf mich jetzt hier drüber nicht aufregen. Ich darf jetzt da auch nicht laut werden, weil das ist toxisches männliches Verhalten. Vollkommener Bullshit. Das ist vollkommener Bullshit. Es ist scheißegal, ob du Männlein oder Weiblein bist. Wenn dich jemand so respektlos behandelt, dann hast du das Recht, verdammt nochmal auszurasten. Man muss sich nicht in die Fresse scheißen lassen und sagen, och, ist ja nett von dir, wenn du das jetzt gerade brauchst für dich, so, dann lasse ich das natürlich mit mir machen. Das muss man nicht machen. Ausrasten ist da durchaus irgendwann mal angebracht, zusammen mit einem klaren Schlussstrich und sag, schleich dich, geh hin, wo der Pfeffer wächst, ich stell deine Sachen draußen vor die Tür, deine hässliche Fresse will ich nie wieder sehen. Tschüss. Ja, das dann noch nicht mehr stattfindet so. Und auch arbeitstechnisch habe ich natürlich mit geplant so. Und natürlich auch irgendwie für mich scheiße, wenn das halt nicht passiert. Also, das ist jetzt nicht die einzige Sache, das ist wirklich so ein bisschen die Summe der Sache, wo ich jetzt denke, ja, es ist irgendwie nicht so geil für mich, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem, und das meine ich ernst, bleib zu Hause, ich habe gemerkt, das ist zu viel für dich. Und ich finde einen Weg, wie man das irgendwie anders machen kann. Das ist mein Es gibt zweierlei Leute, die dazu neigen, so Sachen spontan abzusagen. Und komischerweise habe ich wirklich in meinem Freundesbekanntenkreis also viele davon. Das eine sind so toxische Leute, da habe ich jetzt nicht mehr viele davon. Von solchen Leuten kapsel ich mich sofort ab. Ich habe inzwischen gute Antennen, was das angeht. Und das andere sind Leute, die unter Depressionen leiden. Und da finde ich das Verständnis immer wichtig, weil die Leute das wirklich nicht absichtlich machen.
Ne? Das ist nicht geplant, das ist nicht manipuliert. Die Leute sagen irgendwas zu, die freuen sich wirklich drauf und dann kommt eine Blockade im Hirn und es geht einfach nicht. Und das tut denen auch fürchterlich leid. Ne? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Mit den einen, da kannst du so eine Nachricht schicken, auch mit dem sag mir bitte nicht zu. Ich habe einen sehr guten Freund von mir, der mir oft schon mal Sachen abgesagt hat, auch relativ kurzfristig. Bei dem weiß ich aber, dass es an seinen Ding liegt. Und das ist dann auch kein Problem. Ich stelle mich da drauf ein und sage, ja, nee, dann ist gut, dann machen wir das mal anders. Wenn das hier in diesem Gaslighting, Manipulations-, Machtausübungsnummer geht, musst du da sofort einen Schlussstrich ziehen. Weg mit den Leuten. Diese Menschen gehören aus deinem Leben operiert wie ein Tumor aus deinem Gehirn. Allein alles am Freitag, also das Jahr, dann auch jetzt ein Weg, den man gehen kann. Das war tatsächlich die Bombe, die erste schlimme Nachricht und die Memo, nachdem mir vorgeworfen wurde, dass ich in meiner Opferrolle leben würde. Und da es ein aktiver Angriffspunkt gegen mich ist, den sie öffentlich gemacht hat, darf ich dazu sogar ihre Memos zeigen. Denn nachdem sie meine Memos gehört habe, hat sie mich erstmal wirklich wieder komplett fertig gemacht, dass ich Dinge gegen sie benutzen würde. Wenn wir sagen, es ist in Ordnung und mach dir keine Gedanken, dann ist das nichts, was später zum Vorwurf gemacht werden kann, weil das ist Benutzen. Dann wurde ich gegaslightet, dass ich beim Deich... Ja, es ist schon was du zum Vorwurf machen kannst. Ne? Also, wenn mir die Person einmal kurzfristig, wir machen, keine Ahnung, wir fangen jetzt bei den harmlosesten Sachen an. Man sagt, man macht Date Night, du reservierst irgendwo einen Tisch, sagst hier, schön essen gehen, eine Stunde vorher, kriegst du eine Nachricht, weil die scheint ja auch nie den Anstand zu haben, das irgendwie persönlich zu machen, kriegst du hier so eine Sprachnachricht, ja, Digi, läuft nicht, bin raus heute, tut mal sorry, verschieben wir auf wann anders. Dann kannst du sagen, ja, ist kein Problem, wenn es dir heute nicht gut geht, so, dann ruh dich aus, dann machen wir das wann anders, ist jetzt nicht, hau ich mich hin, daddel ein bisschen, arbeite vielleicht was, der ist ja selbstständig, was weiß ich. Ne? Wenn dann die Nummer mit dem Festival kommt, da würde ich dann schon, da wäre ich schon an dem Punkt, wo ich säuerlich werden würde. Wenn es aber dauernd und immer wieder passiert und man hat aber bei den ersten Malen natürlich nicht gewusst, dass es dauernd und immer wieder passiert und hat gesagt, nee, ist schon in Ordnung, dann heißt es aber nicht, dass ich es danach nicht mehr zum Vorwurf machen kann. Wenn es denn sich häuft, wenn es sich dann häuft, dann kann man sagen, hey, das war natürlich in der Situation, war es in Ordnung als Einzelfall. Wenn das jetzt hier der Dauerzustand ist, dann ist es natürlich nicht mehr in Ordnung. Ja, weil ich bin ja nicht der Depp. Und da dann auch wieder zu sagen, ja hier, du hast aber gesagt, das ist in Ordnung damals, deswegen kannst du es mir jetzt nicht mehr vorwerfen, ist auch wieder Peak Bullshit. Damit verdreht man dann auch wieder die Täter-Opfer-Rolle. Ne? Er hat nicht Scheiße gebaut. Er hat sich die Mühe gemacht, eine Date Night zu organisieren, einen romantischen Pärchenurlaub zu organisieren, Festivalgänge zu organisieren. Und sie hat drauf geschissen. Und sie versucht das jetzt hier so umzudrehen, als ob er das Arschloch in der Story wäre. Es wäre wirklich, wenn ich es nicht selber so oft erlebt hätte, ich würde es nicht glauben. Aber es ist tatsächlich, so gehen diese Menschen mit Leuten um. Das ist das Konzept dahinter. Festival doch gar nicht selber mitwollen würde und ich das falsch verstanden hätte. Aber Deichbrand war ein gesondertes Thema, wo du gesagt hattest, ey, ganz ehrlich, ich hatte das anders verstanden. Ich hatte das so verstanden, dass wir zu zweit dahin gehen. Und das war ein Missverständnis unsererseits. Und du würdest das ja auch nicht wollen, wenn die Mädels dann dabei sind. Und das stimmt einfach nicht. Wie unfassbar nicht okay es ist, Dinge aufzuzählen, die einzeln betrachtet in Ordnung sind. Ich sag nochmal, ich checke die Enttäuschung, wenn Sachen aufeinander kommen, aber wirf mir keine Sachen vor, von denen du mir gesagt hast, dass sie in Ordnung sind. Daraufhin habe ich by the way geschrieben, ich mache dir die einzelne Sache nicht zum Vorwurf, sondern es ist gerade die Summe der Sachen. Kommt. Ja, das ist diese Nummer. Das ist ja die Nummer. Das ist, keine Ahnung, wir gehen jetzt mal in die Extremrichtung. Egal, ob ihr jetzt Männlein oder Weiblein seid und auf wen ihr steht. Ihr habt einen Partner, ihr seid in einer festen Beziehung und die Person geht euch fremd. Ne, das kommt raus, wie auch immer. Entweder ihr findet selber raus oder die Person gesteht euch das. Und ihr sagt, okay, das ist einmal passiert, das kann mal passieren. Ich verzeih dir das. War jetzt nicht cool, aber ist in Ordnung. Mir ist die Beziehung sehr wichtig und ich möchte darum kämpfen und Schwamm drüber. Wenn dann aber die Person dir noch 5-mal fremd geht und du sagst, hey, du bist mir jetzt 6-mal fremd gegangen, ich mache jetzt Schluss mit dir. Das erste Mal kannst du mir aber nicht vorwerfen, weil da hast du gesagt, war in Ordnung. Ihr merkt selber, oder? So in der Memo vor.
Danach sieht man auch, wie sie meine Memo aufgenommen hat. Es wurde nachgeäfft und meine Memo wurde zu einer 2 Minuten 40 Vorwurfsmemo geframed. Ja, und dieses Jahr, das hast du falsch verstanden, dass wir da zusammen aufs Festival gehen wollten. Das auch. Das ist eine ganz andere Sache, als zu sagen, Deichmann, hast du erst das gemacht, dann hast du die Date Night abgesagt, dann hast du Kimiko gesagt, jetzt ist das, weißt du, wie scheiße das ist, egal, ich mach das einfach alleine. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Wie so eine 2 Minuten 40 Vorwurfsmemo zu ballern. Und bis hierhin seht ihr den Chat, ich habe nichts weiter geschrieben. Daraufhin haben wir telefoniert, wo sie wollte, dass ich mich für meine Memo entschuldige. Ich habe gesagt, dass ich meine Wow, hell no! Wow, Diggi. Ui, der Diggi, der hätte ich gleich nochmal eingedrückt. Einen Scheiß! Für die Nummer sollst du dich entschuldigen? Für das Weichgespülte? Ja, Schatzi, ist alles in Ordnung, so, du hast ja meine Eier in einer kleinen Schatulle in deinem Nachtkästchen liegen. Aber bitte sag mir nichts mehr zu, wo du nicht auch 100%ig kommst. Bitte, können wir das machen? Kennt ihr hier diese komische Trans-Troller da mit den Zeigefingern aufeinander? Bitte, können wir das bitte nicht mehr machen? Und das ist dann von ihm so eine Vorwurfsmemo. Digga! richtig finde und ich mich auch nicht entschuldigen werde, weil das eine toxische Verhaltensstruktur fördern würde, bei der ich dann irgendwann nichts mehr kritisieren könnte. Daumen hoch, DJ, du hast es begriffen. Du würdest dann in so einen Strudel reinkommen, in dem alles, was du sagst, gegen dich verwendet wird und alles, was sie macht, auch. Also praktisch, dir werden alle Argumente genommen und alles wird in den Kopf geworfen. Du bist irgendwann nur noch der Depp. Good for you. Sie sah das anders und daraufhin kam folgende Memo. Möchtest du, dass diese Beziehung funktioniert oder möchtest du, dass du im Recht bleiben darfst? Möchtest du, dass es ausschließlich funktioniert, dass du dich nicht aus einer Komfortzone herausbewegen musst? Möchtest du, dass das funktioniert? Möchtest du dementsprechend auch mir entgegenkommen? Und damit meine ich, in solchen Situationen in der Lage zu sein, nicht auf taube Ohren zu stoßen, so wie ich dir auch gesagt habe, ey, bei diesem Punkt gebe ich dir recht. Aber das war nicht in Ordnung. Du fühlst dich sofort angegriffen, du bleibst sofort in deiner Opferrolle und ich weiß, ich bin emotional, ich weiß, ich werde laut, ich weiß das, und trotzdem ignorierst du das. Und deshalb möchte ich, dass du weißt, möchte ich von dir wissen, willst du diese Beziehung so? Möchtest du, dass daran gearbeitet wird oder möchtest du, dass das von dir so akzeptiert wird? In meinen Ja, Digga, das ist halt, da wird die Pistole auf die Brust gesetzt, so entweder du spielst jetzt mein Bullshit-Spiel mit oder die Beziehung ist zu Ende. Das ist ein Bluff. Die würde die Beziehung niemals beenden, weil sie hat ja seine Eier schon. Ne? Er hat ja schon sehr viel Arbeit da reingestellt, dass er eher Fifi geworden ist. Ne? Das ist auf jeden Fall ein Bluff und dieses, natürlich ihn jetzt wieder als Arschloch hinzustellen, so, er kommt ihr nicht entgegen, er ist unsensibel, er besteht nur darauf, Recht haben zu wollen. Da gehst du wieder weg von der objektiven Argumentationsbasis und gehst halt rein in eine persönliche Nummer, weil sie natürlich objektiv nichts dagegen sagen kann. Sie hat ja diese Dinge alle getan, die er ihr vorgeworfen hat. Ne? Das hat sie ja gemacht, das hat sie auch bewusst gemacht. Das war ja Machtspielchen. Also dagegen kann sie ja objektiv nichts sagen. Stattdessen wird er jetzt hingestellt als jemand, der auf Biegen und Brechen immer nur Recht haben muss und wenn es ihm die Beziehung kostet. Das ist wirklich das harter Tobak. Da hat er in einer Beziehung mehr Bullshit abgekriegt, als ich in 3 von diesen Beziehungen. Augen ist das Peak-Manipulation. Ich sage, bleib natürlich zu Hause und mach einen Tag für dich, aber sag mir doch bitte nicht mehr zu. Weil das ist jetzt zu oft passiert. Und sie macht daraus ein... Möchtest du, dass diese Beziehung funktioniert oder möchtest du, dass du im Recht bleiben darfst? Nee, ich weiß gar nicht, wie das einen manipulieren kann, wenn der Mensch, den man liebt, einem sowas sagt. Nee. Ja, Diggi. Ich glaub, die ist gut weiter, gell? Aber ich lebe ja auch nur in meiner Opferrolle. Weiter zum nächsten Thema. Alter, der ist richtig matt. Der ist richtig matt. Und das jetzt hier Wochen danach. Ich glaube, wo das TikTok oder Instagram Reel oder wie es nicht alles heißt, von ihr da rausgekommen ist. Ich möchte nicht wissen, wie Rumpelstilzchen durch die, eine Mischung aus Rumpelstilzchen und Flabber durch die Wohnung geschossen ist. Vor Hasslatte. Aber es ist gut. Es ist gut. Man muss das mal rauslassen. Man muss auch mal begreifen, dass diese Woken-Narrative, alle Frauen sind Heilige und alle Männer sind toxische, gewalttätige Schweine, dass das nicht stimmt, dass es scheißegal ist. Du kannst ein Arschloch sein, scheißegal, welches Geschlecht du hast. Eine
Eine weitere Verhaltensweise, die sich rauskristallisiert hat, war, mich von meinem Umfeld zu distanzieren. Indem sie mir sagt, Klassiker, Digga. Das ist Klassiker. Das steht auf Seite 1 der narzisstischen, toxischen Manipulations-Arschloch-Bibel. Steht, distanziere die Person von ihrem sozialen Umfeld. Du wirst es so viel einfacher haben. Ich habe übrigens auch einen sehr guten Freund, der mir mal eine Nachricht, also ich hatte einen sehr guten Freund, der mir dann so eine Nachricht geschickt hat, von der ich genau rauslesen konnte, so, das sind die Worte seiner neuen Ollen, und ich habe mich mit anderen Freunden aus der ehemaligen Freundesklicke da unterhalten, und die haben gemeint, hey, du hast das ganz schön lange durchgehalten, bei dir waren es 2 Jahre oder so, oder 3, bis dann letztendlich der Kontakt abgebrochen wurde. Die waren alle schon irgendwie so nach einem Jahr weg. Ne? Aber die hat Stück für Stück sich das soziale Feld rausgenommen und hat den dazu manipuliert, den Kontakt mit den einzelnen Leuten abzubrechen. Warum? Auch ganz komische Formulierungen, Sachen, die du von den Menschen noch nie gehört hattest vorher. Einfach in einer WhatsApp, in so einer Wall of Text auf WhatsApp. Und kannst den Leuten halt auch nicht mehr helfen. Ne? Die werden irgendwann mit dieser Beziehung massiv auf die Fresse fallen, wenn sie merken, dass sie ausgenutzt wurden über Jahre hinweg, und dann ist das komplette soziale Umfeld weg und dann bist du halt angeschissen. Erzählt oder auch eingeredet hat, durch die ich dann weniger Kontakt zu meinen Freunden und Bekannten hatte. Das waren teilweise Kleinigkeiten, wie dass einer meiner besten Freunde, der für einen großen YouTube arbeitet, den sie aber nicht mochte, dass ich da immer aufpassen sollte, was ich vor ihm erzähle und mich auch nicht so oft mit ihm treffen soll, weil sie ihm nicht vertraut. Dasselbe auch mit meinen Freunden und Office-Kollegen Moritz und Need to Know. Da wollte sie auch, dass ich mich von denen distanziere, weil wir einen Streit wegen unseres gemeinsamen Büros hatten. Da wollte sie mir die ganze Zeit einreden, dass die beiden eine Allianz gegen mich gegründet hätten und mich manipulieren wollen würden, weil ich mehr Selbstreflexion als die hätte. Sie hat sogar einen TikTok, wo sie es alles erklärt, über die beiden gedreht, was sie mir in dieser Memo hier sogar angekündigt hat. Das ist ja wild. Wie gesagt, das ist ja auf diesem Influencer-Level natürlich nochmal over 9000. Aber es ist halt immer die gleiche Masche von diesen Leuten. Es ist immer die gleiche Masche. Wenn sie es nicht schaffen, dass du dich von alleine von den Leuten distanzierst, dann kacken sie dich bei den Leuten an. Ja. Leute, die eine Allianz gegen dich bilden, die dich mit deinem Scheiß alleine lassen, nicht mal Hilfe anbieten, die dich mit Ignoranz oder was auch immer bestrafen, wenn du dich einmal nicht so verhältst, wie sie das gerne hätten. Diese Gestikuliererei von der Alten. Wenn ich das schon sehe, das ist diese das ist wild. Weil diese Gestikuliererei ist dieses, ich erzähle dir jetzt mal was, Sassy Black Woman Behavior, da kriege ich richtig Hasslatte. Ne? Mit bestimmten Verhalten wie Liebesentzug oder was auch immer bestrafen, weil du ihnen nicht das gibst, was sie wollen. Da werden Druckmittel eingesetzt werden, Manipulation am Start sein. Der Streit mit den beiden war bei so Ja, sie beschreibt mehr oder weniger dann ihr eigenes Verhalten hier anscheinend. Ne? klein, dass ich es mit beiden klären konnte, indem ich sie auf ein Bierchen und ein offenes Gespräch eingeladen habe. Ja, no shit, Digga. Das passiert meistens. Ja? Wenn man gute Kumpels hat und mit denen man mal eine Auseinandersetzung hat, dann hockt man sich auf ein Bierchen zusammen und dann ist es wieder gut danach. Ne? Oder halt auch nicht. Dann kann man sagen, ja, Digga, dann bringe ich mein Bierchen in Zukunft mit anderen Leuten. Und aus einem, ich fuck mich mal kurz eine Zeit lang über die beiden ab wegen des neuen Büros, wird von ihrer Seite aus Wenn du einen persönlichen Prozess hinlegst, sei dir sicher, du wirst Leute verlieren, die du vielleicht auch jahrelang als Freunde bezeichnet hast. Diese Leute nutzen vielleicht sogar Druckmittel aus, du wirst diese Leute nicht mehr wiedererkennen und diese Leute werden dir mit allem, was sie haben, versuchen, das Gefühl zu geben, dass du das Problem bist. weil Ja. Oh ja, ja. Takes one to know one, sagt der englische Muttersprachler, ne? Streit zwischen Freunden ist natürlich gefundenes Fressen für jemanden, der einem von seinem Umfeld distanzieren möchte. Ja, klar. Bei einer weiteren Person, bei der ich mich distanzieren konnte, konnte sie mir nicht mal einen Grund nennen, sondern ich sollte einfach ihrer Intuition glauben. Sie ist dann sehr abweisend mir gegenüber. Das ist wild, ne? Wenn dann die Leute nicht mehr nicht angreifbar sind, ne? Wenn du dann Leute hast, wirklich in dem sozialen Umfeld, die halt einfach auch integer sind und die, ne, es gibt in jedem sozialen Umfeld so die eine oder andere Person, die halt unhatebar ist. Ne? Das sind meistens die Leute, die so ein bisschen der Leim sind, der die Freundesgruppe zusammenhält. Das sind vielleicht in der Gruppe auch Leute, die sich jetzt nicht so fürchterlich lieben, aber man hat so den gemeinsamen Konsens, so auf die Leute, die unhatebar sind. Und die sind der Endgegner für diese ganzen Gaslighting, Manipulations-Trollos. Weil was willst du denn gegen die ins Feld führen? Kannst ja nichts ins Feld führen. Dann kommt dann das Bauchgefühli. Ah, der ist zu nett. Der führt irgendwas im Schilde.
Hast du irgendwelche Beweise? Nein, ich habe aber super Menschenkenntnis. Ich habe das im Bauch. Das geht nicht gut, ne? Sei vorsichtig mit der Person. Und das wird wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und dieser Samen wird gesät. Und irgendwann geht der auf. Wenn die Person, die dich, von der du glaubst, dass sie dich liebt und die du liebst, dir permanent sagt, da stimmt irgendwas nicht, geht dieser Samen irgendwann auf und dann bist du am Arsch. Weil dann distanzierst du dich wirklich auch noch von den unhatebarsten Charakteren in deinem ganzen Leben. Das geht richtig in die Hose dann. Da hast du alle Brücken abgebrannt, du hast keinen Weg mehr zurück. Und du bist der Person dann auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Gegenüber geworden und hat verlangt, dass ich halt eben keinen Kontakt mehr mit der Person habe. Wie gesagt, so, im Endeffekt, mach doch, was du willst, aber ich würde mir ein bisschen wünschen, dass meiner Intuition ein bisschen gefolgt wird. Das klingt jetzt schon wieder so zickig, so ist das gar nicht gemeint. Ich mache mir nur aktiv Sorgen, weil ich glaube, dass es ein unglaublich selbstzerstörerischer Mensch ist, der dich ohne zu zögern verkaufen würde und öffentlich niedermachen würde, was auch immer, weil er ein Typ ist, der in der Opferrolle lebt. Also. Klassiker. Ja, das ist. Ich finde das wild gruselig. Ich finde das wild gruselig. Ich habe wirklich. Die Fälle, die ich erlebt habe, die ähneln sich so sehr dem, was hier jetzt gerade zum Besten gegeben wird, dass es wirklich gruselig ist. Ne? Ja, kannst an meinem Gefühl schon vertrauen und so und dann gleich dich wieder, ne, wenn du mit implizieren, wenn du das nicht tust, du liebst mich doch, du weißt doch, dass ich ein guter Mensch bin, du kannst mir auch vertrauen, wenn mein Gefühl sagt, das ist jetzt so. Und gleich aber auch so mit so einer subtilen Aggression, so einer subtilen Drohung im Unterton. Dass man sagt, oh, wenn ich jetzt aber, ne, hier liegt Stress in der Luft, du willst ja keinen Stress mit deiner Partnerin haben, ne? Wild. Richtig lebt. Alle anderen sind immer an allem schuld. Und natürlich wurde immer gesagt, mach doch, was du willst. Aber erst als ich eingewilligt habe, dass ich misstrauischer werde, wurde sie wieder netter zu mir. Ja, gut, mach doch, was du willst. Da muss jetzt die Person nicht sonderlich manipulativ sein, so das ist der Frauenklassiker. Wenn du den Satz von deiner Partnerin hörst, dann mach bloß nicht, was du willst, Digga. Das ist das Letzte, was du tun solltest, ist das, was du willst. Aber das ist im Normalbereich bei jeder Beziehung so. Damit musst du halt klarkommen. So. Übrigens haben diese Distanzierungsmoves auch andersrum stattgefunden, weil nach der Beziehung konnte sie das ja nicht mehr über mich ausüben und deswegen hat sie einer meiner besten Freunde angeschrieben. Sie hat ihm geschrieben: Du willst mich verarscht. Es ist OG. Ich kann's euch, die alte, wo ich vorhin gesagt habe, mit dem Festival. Die hat einen meiner besten Freunde angeschrieben, ne, und hat den geschrieben so, ja, ich hab ein Geschenk für dich, weil du jetzt bald Geburtstag hast. Das war irgendwie 2 Wochen vor seinem Geburtstag. Und ob man sich mal treffen kann, damit sie ihm das vorbeibringen kann, weil du wirst ja sicher nicht mich auf deinen Geburtstag einladen, da ich mich ja jetzt von deinem Kumpel vor kurzem getrennt habe, wird der kommen und es wird uns unangenehm irgendwie und das war eh schwierig, die Trennung, und hat den dann so weit manipuliert, dass der I shit you not mir gar nicht gesagt hat, dass er feiert. Der hat sich mir gegenüber so verhalten, als würde er gar nicht feiern, hat sie zu seiner Party eingeladen. Und ich habe das erst über gemeinsame Freunde rausgefunden, mit denen ich mich unterhalten habe. So, hey, wie schaut es aus, wollen wir am Samstag was unternehmen? Ja. Und dann hieß es, hey, wir sind doch am Samstag auf der Geburtstagsparty vom XY. Was für eine Geburtstagsparty? Ich weiß nichts von der Geburtstagsparty. Ja, wie, der hat den nicht eingeladen. Nein, ich weiß nichts davon. Und darüber kam die Nummer raus. Auch direkt nach der Trennung. Es ist so wild. Es ist so wild. Und die ganze Nummer hat tatsächlich die Freundschaft nachhaltig bis heute beschädigt. Ich meine, ich schiebe keinen Hate auf den Mann, aber ich habe den auch sicher seit ein paar Jahren nicht mehr gesehen. Das ist halt einfach wild. Wie Copy-Paste diese Nummer hier ist. Dass er bei mir aufpassen soll, weil ich ihn doch ausnutzen könnte. Hier ist einmal seine Memo, wie er das aufgefasst hat. Digga, die hat irgendwann mal gedroppt, dass ich aufpassen soll. Weil sie merkt, wie
wie gern ich doch für dich da bin. Und das ist aber dann wenigstens noch cool. Der Kumpel von mir hat die ganze Scheiße alles gefressen und hat mir eben nichts gesagt. Ne? Wenn mir jemand kommen würde und sagen, der Ex-Partner von einem Kumpel von mir und sagen, hier das und das und bla 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 bla, dann sage ich, ja, okay, cool, denke ich drüber nach, tschüss, und in der Sekunde, in der der Kontakt nicht mehr da ist mit der Person, rufe ich den Kumpel an und sage, ja, folgendes, das und das ist gerade gesprochen worden, lass drüber quacken, ne? dass du so einen gewissen Wert für mich hast. Und dass ich aufpassen solle, weil du mich vielleicht ausnutzen könntest. Und ich sag ehrlich, für mich fühlte sich das eher so an, als will sie mich manipulieren, damit ich nicht mehr mit dir Kontakt habe. Es gab aber auch komplex... Boah, TJ, Props, du hast gute Kumpels. Leute, die es gecheckt haben. Die hätten dir vielleicht mal die ein oder andere Einordnungsschelle geben sollen, ne? Damit, vielleicht vorher schon, damit du vielleicht mal auf den Trichter kommst, dass die alle vielleicht, dass du die so dringend notwendig hast wie ein Krampf im Arsch. Aber gut. Kampagnen gegen Leute aus meinem Umfeld, deren... Aber das ist halt auch wieder so eine schwierige Sache. Ich sag das jetzt, ich würde es aber auch nicht machen, glaube ich. Ich habe es auch nicht gemacht in der Vergangenheit. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, wenn ich mitgekriegt habe, dass irgendwelche Kumpels von... Das ist schwierig halt dann einfach, weil du willst ja natürlich auch bei dem anderen nicht in die Beziehung reinfunken. Weil eigentlich mit wem der seine... Ne, mit wem der eine Beziehung eingeht, ist ja auch nicht dein Bier dann. Ja? Schwierige Nummer. Meinungen mir vor allem sehr wichtig waren, wie einem Rezo. Weil, falls ihr nämlich mal auf diesem oder auf meinem Reaction-Kanal guckt, habe ich ja am Anfang der Beziehung noch auf seine Videos reagiert. Und bis die Beziehung vorbei war, kam von meiner Seite aus nichts mehr in seine Richtung. Weil ich wurde über Monate so kalkuliert von ihm weggedrängt. Sie meinte immer wieder zu mir, dass Rezo mich klein halten wollen würde, weil ich einer der wenigen sei, die so private Informationen über ihn kennen, dass ich ein Video gegen ihn machen könnte. Wir haben ja jahrelang super eng zusammen... Ja, weil das ist halt Horse-Shit. Also die Argumentation ist ja kompletter Bullshit, weil er hat ja die entsprechende Reichweite. Warte mal kurz Pause und schau nach. Stabile fast 500k hat der. Das ist ja Bullshit, dann zu sagen, klein halten, aber die Reichweite nicht kriegt. 500k Reichweite als Tim Jacken würde hundertprozentig ausreichen, bei weitem. Wenn er tatsächlich kompromierende Infos über Rezo hätte, dann eine komplette Zerstörung einzuleiten. Das Horseshit. Ja? Das Einzige, was man sagt, ja, wenn sie ein bisschen, das wäre vielleicht noch schlauer gewesen, wenn sie ihm das Ego gestreichelt hätte und gesagt hätte, ja, du bist ja eigentlich besser als Rezo und der hat nur Angst, dass du ihn überholst und dass er irrelevant wird, bla bla bla. Aber es ist ja in beiden Fällen Bullshit. Ja? Zusammengearbeitet. Ich habe immer gesagt, dass das kompletter Quatsch ist und warum soll ich das auch machen? Der Job damals war zwar teilweise auch echt hart und ging manchmal auch wirklich an die Substanz, aber ich bin ja dankbar, dass ich jetzt hier bin. Sie sind aber weiterhin immer so Kleinigkeiten eingestreut. So Sachen wie, ja, rate mal, warum du nicht in seinem Twitch-Intro bist. Andere Leute, mit denen er kaum Kontakt hat, aber schon. Errate mal, warum Rezo bei dem und dem Thema auf das Alpha-Kevin reagiert hat und nicht auf dein Video. Errate mal. Und ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch weiterhin gesagt, ey, ich glaube, das ist kompletter Quatsch, aber selbst wenn, ist okay. Ich bin dankbar, wo ich bin. Er braucht mich nicht... Das kann aber auch sein, dass dass da ein Rezo mit Absicht eben nicht auf die Tim Jacken-Nummern reagiert, weil ja jeder weiß, dass die gut miteinander sind. Und weil das ja dann auch so ein bisschen, ne, zum einen, dass ihm Späßelwirtschaft vorwirft, so, ja, du pusht nur deine Kumpels, so, du lebst nur in deiner Bubble. Und zum anderen ist natürlich auch ein bisschen so, ne? Die sind ja wahrscheinlich, meinungstechnisch haben die eine sehr, sehr große Schnittmenge von über 90%. Was soll denn da ein Rezo dann irgendwie Interessantes dazusteuern, wenn er sich das Tim Jacken-Video anschaut? Da kann er ja selber sein eigenes Video kommentieren. Die haben ja mehr oder weniger dasselbe Mindset. Natürlich ist es interessanter, sowohl für Rezo als auch für seine Audience, wenn er auf Dinge reagiert, die vielleicht ein bisschen von seiner eigenen Meinung abweichen. Weil dann auch wieder, ne, Diskurs, wir hatten das Thema heute schon mal. Pushen. Dann hat sie jedoch etwas erzählt und boah, das hat gefruchtet. Und zwar, dass Rezo einer anderen Person, die Videos gegen mich gemacht hat, dabei sehr geholfen hat. Und dazu auch private Informationen über mich geteilt hätte, damit die Person mich so richtig fertig machen kann. Sie wollte sogar von mir, dass ich Telefonate mit ihm aufzeichne, weil er so gefährlich sei. Das habe ich natürlich nicht gemacht, aber all diese Sachen
haben mich wirklich krass beeinflusst. Hier einmal meine Memo, nachdem sie meinem Telefon, naja, in Anführungsstrichen gebeichtet hat, was Rezo für eine Schmierkampagne gegen mich fahren würde. Auch das, was du mir da alles anvertraut hast, mit meinen Unmenschen hier, mit meinen Unmenschen und Ummenschen. Warte mal, stand da zur Transparenz was? Mit meinen Unmenschen. Zur Transparenz dachte zuerst, dass ich damit gut klarkomme. Die nächsten Wochen hat es mich aber dann doch echt gerissen. Okay. Mit meinen Unmenschen und Ummenschen in Aachen. Ich bin so froh, sowas zu wissen. Ich bin so froh zu wissen, wo ich stehe. Das hat sie so auch anderen Creatoren und Leuten aus meinem Bekanntenkreis erzählt. Ich habe da wirklich zig Memos zum Proof drüber. Und hier mein kleiner Auszug aus meinem Gedankenprotokoll, wie andere dann nach der Beziehung zu mir kamen. Also wir hatten so gequatscht und da meinte sie, dass Rezo an so private Infos über dich gesendet hat. Sie meinte, er würde das senden, damit ich dich komplett fertig machen kann, weil du eine Gefahr für ihn wärst. Rezo war ja jemand, der mir in einer gewissen Weise schon sehr wichtig war. Das finde ich wirklich heftig, weil wie gesagt, ne, die waren ja sehr, sehr dicke miteinander. Er hat ja angefangen als Äffchen bei Rezo und hat sich dann da gemausert soweit, ne, und hat dann da abgenabelt, seinen eigenen Ding gemacht. Da gab es auch Videos, glaube ich, von beiden drüber, so dass das alles cool ist und dass man cool miteinander ist und dass es schön ist, dass er seinen eigenen Weg jetzt geht und bla 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 bla. Und also anscheinend wirklich ein sehr guter Freund von ihm. Und wenn du dann von jemandem eingeredet bekommst und es irgendwann glaubst, dass die Person wirklich hinter deinem Rücken versucht hat, dich kaputt zu machen. Schwierig. Und dann zu erfahren, dass diese Person private Informationen über mich rumsendet, nur um mich fertig zu machen, klein zu halten und präventiv zu diffamieren, boah, ich sag euch ehrlich, das hat mich in dem Moment emotional komplett zerfickt. Ja, das glaube ich ihm auch. Ganz ehrlich, der kommt hier sehr ehrlich rüber. Guckt ihn euch an. Der hat hier Augenspitzende. Der hat wirklich. Also ich halte dieses Statement bisher, diese 17,5 Minuten, die wir bisher gesehen haben, für sehr glaubwürdig. Meine Meinung. Und da war auch dann irgendwann der Punkt, wo ich ihr das alles geglaubt habe. Wirklich. Der Samen, der über Monate in meinem Kopf gepflanzt und bewässert wurde, ist zu einem fetten Baum gewachsen. Was habe ich gesagt vorhin? Es ist OG, es ist derselbe Scheiß. Leute, es ist wichtig, dass man sich solche Nummern mal gibt. Es ist wichtig auch, dass darüber aufgeklärt wird. Das sollte eigentlich ein wichtiger Punkt der sozialen Kompetenz sein, die jeder Mensch mitkriegt irgendwo, dass man Antennen kriegt, um auf solche Leute nicht mehr reinzufallen. Diese Leute, wirklich, die Leichen pflastern ihren Weg. Manchmal im übertragenen Sinne, manchmal auch im wörtlichen. Bei denen ist es auch scheißegal, ob sie jemanden so fertig machen, dass er hier den Notausgang wählt. Denen ist das vollkommen wurscht. Diese Menschen sind absolut empathieunfähig und nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Wie kriege ich aus der Person, aus der Situation, aus allem irgendwie den maximalen Vorteil für mich raus und was muss ich dafür tun? Scheißegal, wer dafür über die Klinge springen muss. Das sind gefährliche Menschen, sowas. Und wie gesagt, ich halt ihn hier für sehr glaubwürdig. Als Folge habe ich mich komplett von ihm abgekapselt. Hatte teilweise richtig Schiss, wenn er mich angerufen hat. Und habe auch wirklich eine enorme Abneigung ihm gegenüber entwickelt. Und wirklich, krass. Ich schäme mich dafür, dass das so leicht mit mir zu machen war. Wirklich, ich schäme mich wirklich dafür. Das ist, lieber TJ, da brauchst du dich nicht dafür schämen. Jeder, der das schon mal erlebt hat, jeder, der schon mal so manipuliert wurde, denkt sich danach, oh mein Gott, es war so fucking obvious. Wie zum Teufel konnte ich das nicht checken? Die Leute, die einen so manipulieren, die machen das sehr, sehr, sehr gut. Und jedem, der schon mal Opfer von sowas wurde, fällt danach irgendwie der Schleier von den Augen und du denkst dir, oh Gott, wie konnte ich nur auf die Scheiße reinfallen? Ist so. Das ist ganz normal. Ne? Weil das fängt ja nicht mit Manipulation und Gaslighting an. Du hast ja ein paar Wochen, ein paar Monate immer, ist ja Heaven and Earth, ist die perfekte Beziehung. Ne? Alles ist toll, alles ist bunt, alles ist rosa, Schmetterlinge im Bauch. Die Sachen kommen dann peu à peu.
Die kommen dann auch nicht mit dem Hammer, sondern es fängt mit kleinen Manipulationen an. Kleine Babyschritte. Man nimmt dich an der Hand und führt dich in ganz dunkle Ecke deiner selbst und versucht dich da anzuketten, damit man maximale Kontrolle über dich hat. Und man merkt es nicht. Man merkt es einfach nicht, so lange, bis man da drunten ist. Und danach fragt man sich, wie bin ich eigentlich hierher gekommen? Erst nach der Beziehung habe ich mit Rezo, seinem Team und weiteren Beteiligten über diese ganze Situation geredet und es stellte sich raus, dass das alles extremer Bullshit war. Es gab keine Verschwörung gegen mich. Quelle Surprise. Ne? Warum hätte es die auch geben sollen? Aber das, wie gesagt, von außen drauf betrachtet, sieht man natürlich die Lücken sofort. Wenn man nicht emotional investiert ist in die ganze Nummer, sieht man natürlich sofort, warum sollte der das dann tun? Ne? Rezo ist der deutsche King of YouTube. Zumindest für die linke Bubble. Ne? Warum sollte der so einen Tim Jacken, den er ja groß gemacht hat, warum sollte der den irgendwie wegbeißen wollen? Warum? Der hat keinen Grund dazu. Und ich verstehe ja, wenn man einen bestimmten Freund vom Partner nicht so gut findet. Aber wenn euer Partner oder eure Partnerin das bei ganz vielen von euren Freunden so macht, dann ist das eine enorme Red Flag. Es ist ein ganz bestimmtes Pattern in der Beziehung, weil es euch so von eurem Partner emotional abhängig macht. Gehen wir weiter zum nächsten Verhaltensmuster. Ein weiteres Pattern von ihr ist, dass sie Sündenböcke für alles hatte. Bei einer Person aus meinem Umfeld, gegen die sie eine große Abneigung hatte, habe ich mal gefragt, ob irgendwas vorgefallen sei, weil ich halt eben großen Hass da von ihrer Seite aus verspüre. Du hatest da für mich irgendwie auch so viel. Also ist noch irgendwie was vorgefallen zwischen euch oder irgendwie was ich noch nicht weiß? Daraufhin meinte sie in einem Memo, dass ihr nichts einfallen würde, warum sie so eine große Wut auf die Person hat, aber sie halt eben einen Sündenbock für ihre Emotionen gesucht hat und in diesem Fall musste halt eben die Person herhalten. Das ist auch so ein Ding bei so ein bisschen Leuten mit so psychopathischen Narzissten Verhalten. Die kommen ja mit ihren eigenen Emotionen nicht klar. Die haben ja für ihre eigenen Emotionen oft genauso viel Empathievermögen wie für die anderer Leute, ne? Rainer Winkler. Und die überreagieren dann, wenn sie dafür kein Ventil finden und dann muss natürlich jemand anderes herhalten als Ventil. Die Hater haben mir alles kaputt gemacht. Klassiker. Ja? Und dann baut man einen riesen Hass gegen eine bestimmte Person auf. Vielleicht, weil die irgendwann mal was gesagt hat, irgendwas kritisiert hat oder irgendwann mal nicht sofort nach der eigenen Pfeife getanzt hat. Und das kann eine ganz banale Nummer sein. Das kann sein, dass man zusammensitzt, irgendwie Videoabend macht und binscht mal wieder mit einer Gruppe von Leuten irgendwie Herr der Ringe durch. Und dann heißt, hey, wir haben aber Hunger, was sollen wir machen? Und du hast die Leute schon fast so weit, dass sie alle Indisch bestellen und eine sagt, hey, Digga, Indisch geht bei mir gar nicht. Erstens Allergien, zweitens komme ich mit der Gewürzpalette nicht klar, können wir nicht beim Italiener Pizza bestellen. Ganz 0815, da ist ja für jeden was dabei. Und alle Leute sagen, ja, cool, dann machen wir das halt so. Du hast aber Indisch eingebildet, aber jetzt hast du den Typen einfach. Und immer wenn irgendeine andere negative Emotion rauskommt, mit der du nicht klarkommst, weil du einfach emotionaler Krüppel bist, schiebst du das dann und dann schiebst du weiter Hasslatte. Und dann, es ist vollkommen irrational. Aber, ne, wie gesagt, Rainer ist ja auch der Meinung, die Hater sind an allem schuld, was ihm Schlechtes passiert ist. Weil er selber nicht mit seiner eigenen Emotionspalette klarkommt. Weil er eben so emotional ist wie ein Stein in der Wüste, im Regen oder wie, was er auch immer gesagt hat. Ne? Nee, da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich kann aber nochmal nachdenken, aber ja, ich glaube, ich habe vielleicht auch, weil ich irgendwie so einen Schuldigen gesucht habe, ihm irgendwie so die Schuld gegeben für das, was bei uns war. Und dieses Pattern, dass immer wer Schuld haben muss, außer sie, habe ich vor allem bei ihr in ihrem Musikumfeld richtig krass erlebt. Eine ihrer Behauptungen war ja, dass sie extra für unsere Beziehung ihre Musik pausiert hätte. Nur, dass ich diese Behauptung zum ersten Mal einen Tag vor unserer Trennung gehört habe und es wirkt für mich so, als wenn es einfach nur eine Verlagerung des aktuellen Sündenbocks ist. Denn im Januar hat sie mir noch richtig... Wollen wir wetten? Hier, da TikTok, Instagram etc. bla bla sehr schnelllebige Plattformen sind, ist die super Hype gegangen mit so ein paar Sachen. Also, die hat wahrscheinlich einen Lucky Punch gemacht, ne? Ein Video, irgendein Song, der Hype gegangen ist, warum auch immer. Ja? Wir sind auch wieder bei Rainer Skör, ne? Und die darauffolgenden Sachen sind dann vielleicht erstmal auch super Hype gegangen, aber dann, wenn man gemerkt hat, okay, ist immer derselbe Käse, haben die Leute natürlich das Interesse verloren oder es ist ein neuer Hype gekommen, dem sie alle nachlaufen. Auf jeden Fall
gehen dann die Aufrufszahlen runter und die Barren gehen runter. Und das kann natürlich nicht daran liegen, dass sie einfach nur Dusel hatte mit dem ersten Track, dass der Hype gegangen ist und eigentlich kaum Talent und immer nur dieselbe Scheiße rauspimmelt, die Leute sehr schnell gelangweilt haben. Rainer Winkler. Sondern da ist dann irgendjemand dran schuld. Die Hater. Bei ihr TJ. Ne? TJ ist dran schuld. Sie hat sich nicht zu sehr auf ihre Karriere konzentriert, weil sie ihre ganze Energie ja in diese Beziehung gesteckt hat. TJ schuldet ihr im Endeffekt praktisch Geld. Ne? Sie wäre ja viel erfolgreicher geworden. Sie hätte ja viel erfolgreicher, bessere Songs rausgebracht, wenn er nicht gewesen wäre, dem sie ihre ganze Aufmerksamkeit und ihre ganze Kraft und ihre ganze Liebe gewidmet hat, die sie ansonsten in ihre Arbeit gestellt hätte. Bullshit. Schnauze halten, verpissen. Die Hater sind nicht dran schuld, dass nach Skör Skör kein Song von Rainer Winkler jemals wieder geklickt wurde, und DJ ist nicht daran schuld, dass die Musikkarriere in Anführungsstrichen von seiner Ex-Mulle irgendwie den Gully runtergegangen ist. Stolz von neu fertig aufgenommenen Songs berichtet. Meine beiden Favoritenlieder, die ich heute aufgenommen habe, das sind beides Lieder, die ich für dich geschrieben habe. Hat mir dazu noch richtig stolz Lines gegen ihre Managerin gezeigt, weil ihre Managerin zu dem Zeitpunkt halt eben der aktuelle Sündenbock war, warum sie nicht vorankommt. Im März hat sie mir dann in mehreren Ja, das ist auch so klasse. Sagt der eine Kumpel von mir mit der Wall of Text, der war über Jahre hinweg irgendwie cool mit seiner Chefin und seiner Ex-Chefin dann auch, ne? Und die waren dann auf einmal, kommt er mit einer neuen Mulle zusammen, ein halbes Jahr später sind die alle der Teufel. Ne? Und die schlimmsten Menschen auf der Welt, es ist wild. Ne? Telefonaten und auch Memos berichtet, dass ihre Managerin schuld daran sei, dass alles gerade zu langsam ist und ihre Managerin noch Zeit bräuchte. Und Julia ist auch gerade gar keine Hilfe tatsächlich. Ja, dann lass uns doch warten, Digga. Fick dich mit warten. Was will warten, damit du mehr Zeit hast? Sie behauptet, dass sie selber absolut nichts tun könnte, damit die Songs schneller online kommen. Und ich hasse das, weil ich nichts tun kann. Ich muss in den nächsten 3 Jahren diese Karriere hinlegen. Und das ist eine Tatsache, als Mann hätte ich diesen Zeitdruck nicht. Weißt du, von mir. Oh, du arme Frau. Weil du eine Frau bist, hast du diesen Zeitdruck. Ne? Du musst praktisch vor deinem Verfallsdatum, das ist auch dieser toxische Shit im Internet. Ne? Du musst aber in 3 Jahren, solange sie noch knackig ist, muss sie diese Karriere hinlegen. Ne? Ansonsten, vielleicht bist du auch einfach untalentiert. Das kann auch sein. Ne? Ja, ihr Ding, vielleicht auch einfach OF machen. Und er ist jetzt dann, sie muss jetzt in den nächsten 3 Jahren, sie hat diesen Druck, warum auch immer. Oh meine Fresse. Allein ich mache alles, was ich tun kann, so ich nehme meine Songs auf, ich schreibe meine Lieder, aber. Und die Managerin ist natürlich auch, die hat natürlich kein Interesse daran, dass ihre Musikkarriere erfolgreich wird. Weil die ja auch nicht beteiligt wird daran. So Manager sind meistens prozentual am Einkommen des jeweiligen Künstlers beteiligt. Das heißt, es liegt definitiv im Interesse der Managerin, dass die Scheiße so erfolgreich wird, wie es nur irgendwie geht, damit am meisten Barne reingespült werden. Weil sie prozentual von diesen Barne was abkriegt. Je mehr Barne die alle verdienen, desto mehr Barne verdient auch die Managerin. Wird wieder vollkommen wegignoriert. Einen Monat später wurde dann ihr Produzent beschuldigt, dass er zu langsam arbeiten würde, dass er gerade der Flaschenhals ist, weswegen die Songs nicht schon lange online sind. Selbes Argument. Wie sie auch hier in der Memo berichtet. Zum Unterstützen habe ich mich dann persönlich auch noch mit anderen Produzenten und Musikern getroffen, ob die vielleicht mit ihr zusammenarbeiten könnten. Akku das habe ich bei ihrem ersten Song auch 80%. schon so gemacht und hat wunderbar funktioniert. Hat mit Kameramann und Cuttern gequatscht und teilweise sogar schon über Preise verhandelt. Er hat mir gesagt, ey, er will... Das ist auch wild, ne? Natürlich hat sie sich diesen DJ nicht ausgesucht, weil er so ein netter Typ ist, ne? Sondern weil er halt ein bisschen naiv war von dieser Vogue-Ideologie, dass Frauen alle heilige und unfehlbare Wesen sind und Männer alle toxische Bastarde, die zu Kreuze kriechen müssen für die bösartigen Dinge, die die Männer in der Vergangenheit alle gemacht haben. Das hat er soweit internalisiert, dass sie damit arbeiten konnte. Und der hat eine gewisse Reichweite. Seinen Namen verknüpft man mit Namen wie Rezo etc. bla bla. Also der kennt noch mehr Leute, die noch mehr Reichweite haben. Und das ist gut für die Karriere. Deswegen ist die mit dem überhaupt erst zusammengekommen. Meine Meinung. Ne? Da war wohl keine Liebe im Spiel. Und danach, wenn man sagt, wenn ich hier meine Zeit schon mit dem Pimmel hier verbringen muss, mit diesem Waschlappen, dann, also, ne, ist jetzt so, wie ich glaube, dass sie das gedacht hat, dann
quetscht man da noch so viel raus, wie irgendwie geht. Aber in Urlaub fahren tun sie dann doch nicht. Ne? Kommt dann wieder, ne, fährt mal alleine nach Italien und sucht sich da irgendeinen Gigolo. Herzlichen Glückwunsch. Oh, sorry, ich muss kurz Pause machen. Ich habe wahrscheinlich gar nichts davon mitgekriegt, aber wir hatten heute ein bisschen Dilemma mit einer unserer Mizis. Die hat sehr, sehr, sehr langes Fell und die hat ein bisschen viel aus dem Katzenklo mitgenommen mit diesem ganzen Fell heute Morgen. Und dann mussten wir hinter der herlaufen und dann mussten sie unter Wasserhahn, mussten wir das rauswaschen. Das wäre nicht mehr anders gegangen. Das war so viel. Und dementsprechend waren die ein bisschen sehr, sehr, sehr gestresst. Und deswegen haben wir jetzt kurz nochmal die Zeit genommen, nachzuschauen, wie es ihr geht. Aber jetzt ist sie wieder fit. Wir haben sie abgetrocknet, nochmal durchgebürstet, damit es nicht verfilzt. Und jetzt hat sie sich da wieder beruhigt und ist wieder ganz flauschelig und kuschelig und alles. Firma XY haben wir am Anfang 1.5 Pro der Equipment, habe ihr beim Bau ihres Studios geholfen, habe ihr so fette Monitorboxen geschenkt, damit sie halt auch zu Hause ihre Songs besser aufnehmen und auch abhören kann. Also sie hat die ganze Zeit Mucke gemacht, aber alle anderen sind dran schuld, dass sie die nicht schon lange releasen konnte. Ja, Klassiker. Aber wie gesagt, maximal ausnutzen einfach. Er schenkt ihr diese Boxen, er macht ihr knüpft Kontakte zwischen ihr und irgendwelchen Leuten, damit sie ihren Scheiß besser produzieren kann, damit sie mehr Reichweite kriegt. Dies, das, Ananas. Und dann fährt sie alleine in Urlaub, Digga. Kannst du nicht ausdenken. Ich sehe gerade, wir sind schon ganz schön weit im Video. Wir müssen mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich das hier komplett machen kann. Ich kriege später noch Besuch. Im Notfall werden hier Zweiteiler draus. Ne? Oder ich schneide es dann zusammen. Dann kriegt dann 4 Stunden Video. Obwohl sie es eigentlich seit Monaten wollte. Dazu habe ich wirklich zig Memos von ihr, wie sie sich dauerhaft für den Support der Musik bedankt. Wie sie sagt, dass ich sie motiviere und inspirieren würde, genau das zu machen, was sie selber möchte. Und ich möchte, dass du weißt, dass du mich so inspirierst. Und ich durch dich so viel mehr Motivation habe, alles zu machen und einfach zu machen vor allem. Und für mich einzustehen, das zu machen, was ich möchte. Ich danke dir dafür, dass du mich jeden Tag inspirierst. Nur damit... Ja, das ist halt, um die Leute bei der Stange zu halten. Boah, das ist so toll, was du da für mich gemacht hast. Das ist alles so super. Ich liebe dich so sehr. Und dann fühlt man sich natürlich gut. Man fühlt sich bestätigt und sagt, hey, ich habe was Gutes getan. Ich habe vor allem was Selbstloses getan. Einfach nur aus Liebe. Und das kam an und das wird appreciated und alles. Und das läuft alles. Ne, gibt ein bisschen wieder so ein cozy Gefühl dafür, dass man dann auch, weil man ist ja dann hier verantwortlich gerade für das Gute. Dann kann man einem auch danach viel besser wieder verkaufen, dass man dann auch natürlich für Schlechte verantwortlich ist. Ja, weil das hängt ja irgendwie zusammen. Das wird dann schon stimmen. Ne? Da hat sie ja auch recht gehabt, dass ich hier verantwortlich bin dafür, dass gut gelaufen ist. Dann wird sie schon auch recht haben, wenn sie mir sagt, dass scheiße gelaufen ist. Halt eben in dem Moment, wo ich eben mit dem Streit habe, der Sündenbock auf unsere Beziehung überspringt und diese nun schuld sei, dass sie seit Monaten keine Songs released hätte. Ja. Ich glaube auch. Ja, das ist Schrödingers TikTok-Erfolg. Ein weiteres Beispiel für den Sündenbock der Nichtveröffentlichung ihrer Musik war ja, dass ich angeblich Nervenzusammenbrüche und selbstverletzendes Verhalten bei ihren Releases hätte und ihr das unter die Nase reiben würde. Und so wie sie es beschreibt, ist es schlichtweg gelogen. Und das weiß sie auch. Aber tatsächlich ist bezüglich des Themas Nervenzusammenbrüche wirklich was dran, aber nicht so, wie sie es beschreibt. Denn ich habe vor knapp 1,5 Jahren wirklich einen Fehler gemacht und dafür stehe ich jetzt auch gerne öffentlich ein. Bei einem Musikvideodreh habe ich mich nach 6, 7 Stunden am Set irgendwann unwohl gefühlt, hatte ein bisschen hohen Puls und bin deswegen vor die Tür gegangen, um ein bisschen zu atmen. In dem Moment wurde ich für das Video auch nicht gebraucht, aber als sie das rausgefunden hat, dass ich vor die Tür gegangen bin, wurde ich dafür massivst angeschissen. Dass ich jetzt gerade den ganzen Dreh kaputt machen würde und dieses Verhalten von mir komplett nicht in Ordnung. Ja, Nachricht an einen guten Tag am nächsten Tag. Guten Freund am nächsten Tag. Ich lese euch das kurz vor. Als ich ihr gesagt habe, dass maybe eine Panikattacke ist, hat sie nur geantwortet, dass ich sie doch für den Dreh jetzt einfach zurückschieben soll und mich selber zurücknehmen soll, weil es geht um sie. Ne? Digga, das ist halt wirklich Pika-sozial. Ne? Wir erinnern, er hat sie wirklich für sein großes Twitch-Comeback eingeplant und hat gesagt, das ist so fürchterlich wichtig. Bitte, 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 sag mir da nicht ab. Bitte sei da zuverlässig da. Ich brauche dich dafür. Ich brauche deine Unterstützung. Und da hat sie ihm eine Stunde vorher abgesagt. Mit irgendeiner wahrscheinlich irgendwie Huppi-Fluppi-Ausrede. Oh, ich weiß nicht, die fühlen mich heute nicht so.
Und als er dann gesagt hat, ja, finde er nicht cool, dann war er das Arschloch, das sich nicht zurücknehmen kann, das immer Recht haben muss, bla bla bla, dass ihr Dinge vorwirft. Und wenn er hier schon 7 Stunden da drin steht, diesen Dreh mitmacht für ihr scheiß Musikvideo, sich da zum Knecht macht für lau, 100%, und vielleicht halt emotional ein bisschen instabil ist und dann zwischendurch sagt, hey, ich komme gerade nicht klar, ich brauche gerade irgendwie Luft, ich krieg vielleicht eine Panikattacke, dann heißt, ja, stell dich mal nicht so an, du Waschlappen, jetzt komm wieder rein und mach mir mein scheiß Musikvideo, Knecht. Das, ja. Beziehung auf Augenhöhe, würde ich mal sagen. Ja? Ist ja das, was der Feminismus will, der moderne. Der moderne Feminismus, der ist ja auch gut für uns Männer. Halt dein Maul. Sein. Danach ist sie wieder reingegangen. Und dementsprechend hat sich mein kleines Unwohlsein leider zu einer kleinen Panikattacke entwickelt. Aus Regulationsgründen, weil die Panikattacke wegatmen hat in dem Moment nicht funktioniert, habe ich mir den Bauch und die Brust etwas aufgekratzt. Das war auch am nächsten Tag wieder weg, aber am Abend hat man es schon gesehen und das habe ich im Hotelzimmer auch gesagt, dass ich das gemacht habe. Und das ist wirklich krass. Er benimmt sich auch schon wie so ein getretener Pfiffi. Die hat ihn so sehr zum getretenen Pfiffi gemacht, dass er sich auch wie ein getretener Pfiffi verhält. Sich wundkratzen etc. bla bla. Wilde Nummer. In Ordnung. Und ich gebe mir bis heute die Schuld dafür, dass das damals so passiert ist. Es lag in meiner Verantwortung, dass ich keine Panikattacke an einem Set entwickle. Ja, genau. 100%. Und ich sehe auch den Punkt, dass es rüberkommen kann mit, ey, guck mal, wie schlimm das hier für mich war. 100% sehe ich ein, es war ein wirklicher Scheißmove von mir. Ich habe nach dem Dreh natürlich daraus meine Schlüsse gezogen, mir zeitnah einen Therapieplatz gesucht, um aufzuarbeiten, wie es dazu kam, habe es aufgearbeitet und es kam nie wieder vor. Sie macht jetzt jedoch aus einem einmaligen Fehler, der mir wirklich unendlich leid tut, ein Pattern und... Willst du mich verarschen? Dir tut dir wirklich leid? Du hast eine Panikattacke gekriegt, Digga. Die lassen sich nicht kontrollieren. Ich meine, ich hatte noch nie eine wirkliche Panikattacke. Also nicht aus heiterem Himmel, manchmal so aus klaustrophobischen Dingern, wenn man irgendwie super eingeengt ist. Ich musste mal aus einer Crowd bei einem Festival fliehen, 2006 bei Children of Bodom auf dem Wacken, weil die Crowd so eng war und sich dann bewegt hat und ich praktisch nichts mehr kontrollieren konnte. Also war halt einfach, was da eingequetscht und warst praktisch der Bewegung der Menge vollkommen ausgeliefert. Da habe ich ein bisschen klaustrophobische Panik gekriegt und bin da raus. Ich habe auf dem Weg meine Uhr verloren, die liegt, glaube ich, da oben immer noch im Schlamm. War mir egal, raus aus der Nummer. Das war, glaube ich, das Nächste, was ich jemals an eine Panikattacke gekommen bin. Aber du kannst das ja nicht kontrollieren, ne? Wenn du Panik kriegst, kriegst du Panik. Wie er sich jetzt immer noch dafür entschuldigt, dass er da eine Panikattacke kriegt. Klar kann man sagen, okay, das ist eigentlich ein relativer Safe Space, so ein Videodreh, aber das kann ja auch einfach fürchterlich stressig sein. Er will ja auch unbedingt performen, weil er weiß ja, wenn dieses Video scheiße performt, wer dann daran schuld sein wird. Ja? Und natürlich macht er sich dann einen üblen Stress, weil er weiß, hier das Video, wenn nicht geil wird, wenn das nicht erfolgreich wird, so dann kackt mich die alle wieder an. Und ich will ja nicht, dass sie mich ankackt, ich will ja, dass sie mich liebt, ich will ja, dass die Beziehung funktioniert. Es wäre bei den anderen Releases auch vorgekommen. Und das stimmt nicht. Und erstmal hat sie mich als Bestrafung dafür zu keinem Dreh, zu keinem Auftritt oder auch generell zu keinem Release-Tag überhaupt mehr eingeladen. Dazu war die Panikattacke auch nicht bei einem Release, sondern bei einem Musikvideodreh, der Wochen vor dem Release stattgefunden hat. Ja, lieber TJ, ich glaube, dass sie da schon eine Exit-Strategie entwickelt hat und vielleicht schon ihre Fühler woanders ausstrecken wollte. Weil das ist auch so eine klassische Nummer, wenn ihr einen Partner oder eine Partnerin habt, die dann auf einmal wilde Ausreden sucht, um nicht mehr mit euch irgendwie auf sozialen Events gesehen zu werden. Also nicht mehr zusammen in der sozialen Gruppe gesehen werden. Oder sollte man zusammen irgendwo auf einem Event sein, mit anderen Leuten in der eigenen sozialen Bubble, dann so Sachen zu machen, da sind wir wieder bei Rainer und Moner, von wegen dann zu sagen vorher, ja, ich mag das nicht, dann irgendwie diese Zuschauerstellung von Nähe und ihr alles verbieten, was praktisch nach außen hin den Anschein erweckt, dass ihr tatsächlich zusammen seid. Red Flag. Massive Red Flag. In dem Moment hat die Person praktisch ihre Exit-Strategie schon gemacht und wenn die sich dann irgendwo da einen neuen sucht, heißt ja, da waren wir ja schon lange nicht mehr zusammen, hast du ja mitgekriegt, auf der und der Party, da waren wir ja nur noch als Freunde, weil wir haben uns ja noch nicht geküsst, etc. Blablabla. Da werden
Da werden praktisch schon die Straße wird da schon hin asphaltiert, wo es hingehen soll. Wenn man langsam merkt, okay, ich muss mir eine Exit-Strategie überlegen. Aber okay, kann man vielleicht noch irgendwie in die Release-Phase mit reinzählen. Und nach der Aufarbeitung gab es auch null Probleme, dass sie Musik macht. Auch vorher eigentlich schon nicht, aber vor allem mit der Aufarbeitung habe ich halt eben wieder gecheckt, wie nice ich das eigentlich finde, dass meine Freundin dort so talentiert ist. Wie nice ich das finde, dass sie sich kreativ da so austobt. Ich habe vor all meinen Freunden permanent die ganze Zeit davon geschwärmt, wie talentiert ich sie finde. Und das wusste sie auch. Ich habe ihr anderen geschrieben, auf was für riesigen Bühnen ich sie sehen werde. Und wenn sie mich mal nach einer Meinung von dem Song gefragt hat, habe ich so hier reagiert. Boah, sehr nice Maus. Das ist ein richtig cooler Sound. Das ist so, ich habe das Gefühl, du findest gerade so nochmal so eine neue Art von Sound, die du aufnimmst. Auch letztens mit diesem Track, den du gesendet hattest. Da war auch dieser Sound. Und ich finde, das ist so, der steht dir richtig gut. Ich habe mir das jetzt zusammen angehört. Oh, TJ, das ist wirklich, das ist belastend, sich sowas anzuhören. Ne? Man hört doch jetzt irgendwie auch raus, dass du so ein bisschen übertreibst und versuchst noch mehr. Aber das ist, wenn du da ist er ja schon pfiffig gewesen. Sommer 2024 war er anscheinend schon pfiffig. Natürlich will der ihr einfach maximal in den Arsch kriechen, weil die hat ihn schon an den Eiern. Und natürlich ist auch weiß der sofort hier, wenn auch nur die allerkleinste Kritik ist an der Nummer, wenn sie noch so berechtigt und offen, ne, und objektiv ist hier Turn-Up Muttervater und die Alte macht ihm das Leben zur Hölle. Weiß er da schon. Deswegen kriegt er ihr gerade so dermaßen tierisch in den Arsch. Oh, das ist der beste Song, den ich jemals gehört habe. Schatz, du hast so ein Talent. Oh, ja. Ich finde es erstmal sehr geil. Also ich finde es sehr, sehr geil. Ohne, dass ich jetzt irgendwie gegen Zweifel sprechen will, aber ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr geil. Ich finde richtig geil den Track, Baby. Also for real. So, auch so die Variation of Rap mit Gesang, mit Chor, mit geilem Stimmeinsatz. Ich fand das richtig, richtig gut. Und für richtig, richtig geil. In meinem Audi ballert die Kurven zu krass. all den Support hat sie mir bei jedem Release auch unendlich gedankt. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, ich kenn kein einziges Lied von der Alten, aber das sagt ja auch schon einiges aus. Ne? Weil wenn jemand heutzutage irgendwie auf Social Media richtig massivst viral geht, kriegst du ja trotzdem mit, was die so für Musik machen. So, ich weiß Textzeilen von Katja Krasavitsch-Liedern. Ne? Eine Person, die mir nicht weiter am Arsch vorbeigehen könnte, die wirklich alles verkörpert, was ich verabscheue. Man kann dem, wenn es einen gewissen Erfolg erreicht hat, auch einfach in der Öffentlichkeit nicht mehr entgehen. Von ihr habe ich noch nie irgendwas gehört, bevor dieser Internet-Bullshit-Beef da zwischen ihm und ihr abgegangen ist. Dementsprechend weiß ich nicht, ne? Ob es wirklich so geil ist. Und ich will hier wirklich nicht aufspielen mit, guck mal, was für ein toller Freund ich bin, dass ich meinen Freund supporte. Ich finde, das ist Basic-Beziehungsshit so. Wenn jemand talentiert ist, dann fördert man die Person, das ist nichts Krasses. Aber aus Zeitgründen kann ich natürlich nur ein paar Beispiele vom Musiksupport hier zeigen. Aber irgendeinen neuen Schuldigen brauchte sie ja, warum so lange keine Musik kam. Und wie ihr vorhin schon gesehen habt, wurde dann einfach die Beziehung bzw. ich zum Sündenbock gemacht. Ja, ich werde da noch einen Track veröffentlichen. Wir arbeiten noch an Musik. Das kommt dann. Ne? Von wem habt ihr den Satz gehört? Ne? Da waren dann auch wieder die anderen schuld. Ne? Das Rudel hat ihn verlassen. Ja, die haben Verlassung eingeleitet, weil er sich wieder, ne, der gute Herr Winkler sich wieder Internet-Zitierensspruch verhalten hat. Und letzte Priester danach sind keine Songs mehr rausgekommen. Ein Pattern von ihr war, dass sie meine Gefühle enorm heruntergespielt und vor allem gegen mich gedreht hat. Und wie sie das gemacht hat, werde ich euch wieder anhand von einem Beispiel erklären. Das haben wir schon gesehen, Diggi. Das war bei dieser Bombe-Nachricht, die du da geschickt hast, die sehr, sehr weich gespült war, wo du gesagt hast, hier bitte nicht mehr zusagen, wenn du nicht kommst, weil es stresst. Da ist dann auch schon, ne, die Enttäuschung, die du dann immer wieder erlebt hast, ist dann auch schon als Waffe gegen dich eingesetzt worden. Du bist derjenige, der hierher geht und immer Recht haben muss und der da seinen Stiefel durchdrückt, Digga. Hatten wir schon. Aber gut, ne, wenn es weitere Beispiele gibt, let's rip. Als wir letztes Jahr zusammen auf einem Festival waren, hat sie für sich und 3 ihrer Freunde Karten für so einen Turm geholt, von wo man den Auftritt von Crow besser sehen kann. Für einen Kumpel und mich hat sie keine Karten geholt. Zuerst konnte ich es nicht ganz einordnen, aber später auf dem Festival hatte ich ein unwohles Gefühl dabei, dass ich bei Crow nicht bei ihr bin. Denn ich hatte Songs von ihm wie Ein Teil, sehr viel von dem Grab meines Vaters gehört und habe vor allem auch seine Songs zum Gefühle rauslassen manchmal benutzt. Und dementsprechend habe ich gefragt, ob es okay sei, dass sie genau bei ihm jetzt halt eben nicht weggeht und ich sie gerne bei mir hätte. Kann ich nachvollziehen. Ich habe meinen Vater auch schon verloren und ich habe auch ein bestimmtes Lied, das ich damals sehr viel gehört habe. Und wenn ich die Band auf dem Festival sehen würde,
und davon ausgehen könnte, dass sie dieses Lied spielen, hätte ich auch gern meine Partnerin dann bei mir, weil es ein emotionaler Moment ist und vielleicht auch ein bisschen irgendwie, ne, da brauchst halt vielleicht auch einfach jemanden als emotionale Stütze. Das kann ich gut nachvollziehen. Und wenn sie dann sagt, ich gehe aber mit meinen Fuck-Buddies irgendwie auf den Turm da, damit wir das besser sehen können und damit ich hier da schönere TikTok und Instagram Content machen kann, dann ist es halt peak asozial. Ne? Das ist peak asozial. Du bist für deinen Partner da, wenn abzusehen ist, dass irgendwie eine emotional belastende Situation kommt, no questions asked und scheiß auf alles andere. Daraufhin wurde ich wieder von ihr fertig gemacht, dass ich sie nicht kontrollieren dürfte, mit wem sie welchen Artist gucken geht und dass sie das Festival alleine genießen möchte und sie dementsprechend keine Rücksicht auf mich nehmen möchte. Mich belastet das, weil ich, wie gesagt, ich hab ähnliche Erfahrungen gemacht. Mit solchen Aktionen zur Kontrolle würde ich ihr das komplette Festival gerade ruinieren. Dann ist sie mit ihren Freunden gegangen und hat sich erstmal nicht mehr bei mir gemeldet. Habe es erstmal versucht zu akzeptieren, aber später, als wir dann die Songs angehört haben, ging es mir wirklich so gar nicht gut. So kacke sogar, dass mein Kumpel auch mein Handy übernehmen musste. Auf die Nachfrage, ob man mal reden könnte, weil es mir gerade nicht gut geht, wurde gesagt, dass man sich nicht einfordern darf, dass die Freundin für einen da ist und dass sie jetzt lieber Culture Candela hören will. Aber sie darf einfordern, dass er den Knecht beim Videodreh für ihre Dulli-Musik auf Digidoggy macht. Ne? Das darf sie einfordern. Aber wenn er emotional komplett gefickt ist, weil er jetzt gleich das Lied hört, das er immer gehört hat, als sein Vater gestorben ist, dann ist sie natürlich, da kann man das nicht einfordern. So, was ist er eigentlich für ein rücksichtsloses Arsch? Digga, ich krieg gerade Hasslatte vom Allerfeinsten. Chillig. Ich kam so gar nicht auf die Situation klar. Und das war die zweite und zum Glück auch letzte Panikattacke in der Beziehung, weil ich nicht gecheckt habe, wie die Person, die ich liebe, bei dem Artist, mit dem ich den größten Verlust meines Lebens verbinde, nicht bei mir sein möchte. Der Abend hat dann darauf geendet, dass sie mir vorgeworfen hat, dass ich... Boah, Digga, ich weiß nicht, ich krieg gerade das Bedürfnis, den Mann in den Arm zu nehmen. Ich krieg gerade echt das Bedürfnis, den Mann in den Arm zu nehmen. Ich fühle das gerade. Ich fühle das gerade richtig. Ich fühle das wirklich krass. Ich hab mehr oder weniger, ne, mit leichten Nuancen dieselbe Scheiße durch. Ihr Festival kaputt mache. Dass meine Panikattacke mein persönliches Problem sei und ich mir vor allem nicht einfordern dürfe, dass jemand für mich da ist, wenn man jemanden braucht. Dass ich das Problem bin, dass ich vorhin Panikattacke. Ich solle mich raffen gehen. Und sie hat mir so krass eingeredet. Ist auch ein bisschen peinlich, gebe ich zu. Aber ich bin im Übrigen, und das ist eine andere Nummer gewesen, mit der bin ich aufs Festival gefahren, weil ich zu dem Zeitpunkt noch geglaubt habe, dass wir zusammen sind. Ne? Weil sie mir das auch so kommuniziert hat. Ne? Also, da hatte ich auch dann für sie noch eine Karte organisiert und so. Wir sind zusammengekommen, nachdem ich schon eine Karte hatte, nachdem es schon ausverkauft war. Habe ich für die noch eine Karte organisiert. Da waren noch andere Leute noch dabei, die sie kannte und so. Und ja, auf jeden Fall, ab da, wo wir auf dem Festival angekommen sind, hat die mich behandelt wie einen Fremden. Ne? Und hat so getan, als ne? Und da kam dann auch, wie gesagt, ich habe dann wirklich, Gott sei Dank, aus dem gemeinsamen Freundeskreis damals dann irgendwann Leute gehabt, die dann die Eier hatten. Ne? Die Frau von einem Kumpel von uns ist dann gekommen und hat gesagt, hey, ich habe das mitgekriegt, was da passiert ist, so. Ich möchte mich da nicht einmischen, mir ist das, ne? Ich wähle hier keine Seiten, aber das, was du sagst, das stimmt schon. Ne? Du bist hier nicht bekloppt. Du bist nicht der Bekloppte. Lass dir nicht einreden, dass da keine Beziehung war. Lass dir dieses und jenes nicht einreden. Das war so, du hast ein schlechtes Händchen mit Frauen, du musst dir andere Frauen aussuchen. Ne? Und da war eben auch auf dem Festival und auf einmal, als wären wir als vollkommen Fremde dahin gekommen, die zufällig im selben Auto saßen. Sie hat mir so krass eingeredet, dass meine Panikattacke nicht okay ist, dass ich mir noch auf dem Campingplatz nachts selber ein Tattoo gestochen habe, auf dem Raff dich steht. Weil ich nach ihrer Ansprache so überzeugt war, dass es nicht in Ordnung ist, dass die Freundin für einen da ist, wenn man sie gerade braucht. Wirklich, sie hat mir so krass eingeredet, dass meine Emotionen nicht in Ordnung sind. Und das sagt sie, by the way, mittlerweile auch online. Zieht euch gerne dieses TikTok hier rein. Dort geht es nämlich darum, dass man als Mann zwar heulen darf, aber bitte nicht so oft. Dann sind wir dran schuld, dass ihr nicht heulen dürft und dann sind wir die schlechten Frauen, die ja die ganze Zeit davon reden, dass Männer weinen dürfen, aber
nicht weinen lassen. Okay. Ja, ist halt leider so. Ne? Dieses, ja, Männer dürfen auch heulen und sowas in einem gewissen Maße, aber das hat auch, das ist Gaslighting auf ganz großer Bühne, ne? Weil da werden ganz viele Leute gegaslightet, die dann glauben, ja, Frauen stehen auf Typen, die permanent heulen, so, die lassen es einfach raus. Ist halt leider nicht so. Ne? Ist auch einfach evolutionär bedingt nicht so. Frauen sind biologisch, körperlich Männern unterlegen und das heißt, Männer sind besser dazu geeignet, etwaige körperliche Gefahren abzuwehren und deswegen brauchen Frauen, und das ist einfach evolutionär so, ansonsten gäbe es unsere Spezies nicht, einen Typen, der nicht einen Heulkrampf kriegt, wenn der Säbelzahntiger in die Höhle kommt, um das Baby zu fressen, sondern der dem Säbelzahntiger halt den Speer reinhaut. Ja? Und das hat sich die letzten Millionen Jahre nicht verändert. Egal, was hier gesagt wird, moderne bla 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 bla. Alles Bullshit. Ja, es hat einen gewissen Grund, warum wir Menschen uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Und wir sind immer noch sehr, sehr, also obwohl wir mit unserem Bewusstsein viel kompensieren können, sehr instinktgesteuerte Menschen. Und gerade wenn es um die Grundbedürfnisse geht, fressen, ficken, scheißen, sterben, sind wir definitiv sehr instinktgesteuert. Da schaltet das Gehirn komplett aus. Ne? Wenn es um eine Gefahrsituation geht, wenn man nichts zu fressen hat, oder wenn es um die Fortpflanzung geht, da geht Autopilot bei uns Menschen. Da kannst du auch gar nichts dagegen machen. Danke für die Info, Mensch mit Wert. Ach, und zu der ganzen heiß-kalt, beziehungsweise ich bin der perfekte Freund und sie will mich heiraten und 2 Tage später distanziert sich wieder von mir Dynamik. Abends war ich ja noch der Grund dafür, dass ich ihr Festival kaputt mache. Nachts habe ich dann wieder ein Ich liebe dich bekommen und morgen stand sie wieder vor meinem Zelt, wollte kuscheln und war die liebste, süßeste, netteste Freundin, die man sich nur vorstellt. Morgen stand sie vor deinem Zelt, Digga. Die hat sich halt mit irgendwelchen Typen da auf diesen Turm da hochgemädelt, um da ihren Instagram-Content zu machen. Da warst du fehl am Platz, durftest auf den Fotos wahrscheinlich einfach nicht drauf sein. Sie will ja ihre eigene Karriere pushen. Die braucht die ja praktisch nur als Motor, nicht als Karosserie. Und dann hat sie halt da oben irgendeinen aufgetrieben, bei dem hat sie im Zelt gepemmt, hat ihn gebimst wahrscheinlich die ganze Nacht und in der Früh ist sie wieder zu dir gegangen, weil du zahlst dir den ganzen Bums. Tut mir leid, dir das so zu sagen, aber so wird meiner Meinung nach 90% Wahrscheinlichkeit, dass genau das passiert ist. Sein könnte. Das alles ist auch wieder eine klassische Verhaltensweise in einer toxischen Beziehung, weil du so die Macht und Kontrolle über die Gefühle der anderen Person bekommst. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Ein sehr großes Verhaltensmuster von ihr waren Unterstellungen und Projektionen. Projektion bedeutet im Kontext, dass sie mir Sachen unterstellt, die nie in meinem Kopf waren, aber durch verschiedene Aspekte in ihrem Kopf stattgefunden haben können. Das hat sie am Anfang der Beziehung auch bei Kleinigkeiten selber eingesehen und auch sogar öffentlich selber zugegeben. Das allererste, wobei ich mich erwischt habe, war, ich habe gesucht. Ich habe nach Dingen gesucht, die ich nicht mag. Ich habe nach Dingen Und schon wieder schminkt sie sich, während sie die Scheiße hier macht. gesucht, die eventuell später Probleme darstellen. Ich habe mich irgendwann dabei erwischt, wie ich Wobei ich aber die Wohnung irgendwie feiere. Die Wände sind mir zu weiß, die Einrichtung ist mir zu weiß, alles zu weiß. Ne? Aber wenn ich das richtig sehe, steht hier ein Bett direkt unter einem Panoramadachfenster. Das fühle ich. Aber du brauchst irgendein Ding, was du davor schiebst, wenn es mal hagelt, weil ansonsten, wenn du mal großen Hagel hast, schlägt er dir durch die Fensterscheibe in die Fresse. ihm irgendwelche Intentionen zugesprochen habe, die so nie stattgefunden haben. Eine andere Sache, bei der ich mich erwischt habe, ist, ich habe gewartet. Ich habe darauf gewartet, dass irgendwas macht, was mir nicht so ganz in den Kram passt. Und das dann wieder als Bestätigung zu sehen, du hattest recht, das wird. Bis er das mal geoutcallt hat, habe ich überhaupt nicht gemerkt, dass ich das mache. War auch ich der festen Nee, natürlich hast du es nicht gemerkt, dann wissen wir Bescheid. Ne? Habe ich ja gar nicht gemerkt, dass ich das mache. Dass ich einfach versuche zu provozieren, dass er irgendwas Falsches sagt oder tut, um ihm das dann aufs Brot zu schmieren. Das sind gar nicht gemerkt. Sie merkt wahrscheinlich auch nicht, dass sie sich hier schminkt, dass das übelst respektlos ihrer Audience gegenüber ist. Genauso wie die Audience vor lauter Dummheit nicht merkt, dass das übelst respektlos ihr gegenüber ist. Die sitzen da und denken, wow, was für eine starke Frau. Die kriegt sicher auch bald einen Podcast auf Funk. Ja? Die spielen in derselben Liga wie diese Funk Feen. Das war das Wort mit F, was ich gesucht habe. Überzeugung. Einzelne Emotionen, die er gerade Zeit dient, als emotionale Manipulation. Klingt gesund, ha? Ich zum Beispiel in einer Situation war, wo ich wüsste, okay, meine damaligen Ex-Freunde, die hätten da irgendwie ein Terz gemacht, war ich schon defensiv, bevor ich überhaupt in die Kommunikation mit meinem Freund reingegangen bin. Ich war sauer auf eine Reaktion von ihm, die er nicht mal hatte. Aber am Ende komplett übertrieben. Ja, das ist absolut tolles Verhalten.
Das richtig gesundes Verhalten in der Beziehung. So, ich weiß gar nicht, warum die deine Ex-Freunde sind und die Beziehung nicht gehalten hat. Und dafür muss ich leider ein bisschen ausholen. Und hier oben steht es eine Triggerwarnung. 2018 gab es einen sexuellen Übergriff von ihrem damaligen Freund. Über dieses Thema. Ja, weiß ich nicht, ob es den gab. Ne? An Betracht der Tatsache, dass ich mir jetzt hier eine halbe Stunde lang angehört habe, dass die Frau lügt auf dem Häufigkeitslevel eines Rainer Winkler und alle Leute irgendwie manipuliert, kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie diesen sexuellen Übergriff erfunden hat. Ne? Haben wir auch des Öfteren gesprochen, darüber handelt ja auch ihr Song. Und natürlich habe ich auch des Öfteren angeboten, dass ich natürlich für sie... Und das ist jetzt auch wieder meine eigene anekdotische Evidenz. Dieses, ja, lass wieder treffen, lass wieder gut sein, hin und her, dann hat man sein Versöhnungsdate, dann geht man nach Hause, dann läuft was, dann wird man wieder geghostet 3 Tage. Dann sagt man hier, keine Ahnung, jetzt bei Tacheles, was ist jetzt hier eigentlich los? Und dann kommt ein, ja, wenn du nicht aufhörst, mich anzuschreiben, dann behaupte ich XY, was du gemacht hast. Ist mir so passiert. da bin, wenn sie mich da braucht. Alles okay, Maus, mach dir meinetwegen keine Sorgen. Und wenn du das Support von mir brauchst, sag Bescheid. Und wie gesagt, wenn du Support von mir brauchst, ich bin auf dich. Und grundsätzlich hat sie mir zu der Zeit auch immer wieder für meinen Support bezüglich auch des Songs gedankt. Mir gedankt, dass ich bei ihrer Promo helfe. Ich habe auch beim Lyric-Video zum Song ein bisschen mitgeholfen, habe da Thumbnail für das Video gemacht, habe mir Promopläne mit überlegt oder auch die ganzen Aufnahmen, die sie auch bei diesem Reel und TikTok hier auch benutzt hat, wo sie sogar noch drüber schrieb. Und ich würde das alles nochmal durchmachen, wenn es mich am Ende wieder zu dir führt. Die habe ich auch gemacht, waren zwar ursprünglich für was anderes gedacht, aber konnte sie natürlich mit benutzen. Und dabei gab es auch solche Memos hier, wie ich sie in den ganzen Kontext von dem ganzen Scheiß auch heilen würde. Und einfach, um dich zu beruhigen, dieses eine Reel, die Leute verstehen das sehr, dass du mich geheilt hast. Nicht, dass irgendwas zwischen uns war, sondern dass... Du hast mich geheilt in Scheiß. Ich habe denselben Scheißsatz auch schon gehört. Ich habe denselben Scheißsatz auch schon wortwörtlich gehört. Oh, meine letzte Beziehung war so schlimm. Der hat dieses, jenes, bla 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 bla. Der hat keine Rücksicht genommen. Der war die ganze Zeit nur bekifft. Der hat dieses und jenes gemacht. Dies, das, Ananas. Es war die Hölle auf Erden. Boah, Gott sei Dank habe ich dich kennengelernt. Boah, du hast mich geheilt. Ich habe den Scheiß OG wortwörtlich genau so gehört. Dass du mein großer weißer Ritter auf dem Pferd bist. Und das... Ich halte das nicht mehr aus. Ist schwierig, ne? Das ist gerade echt heavy. So ist ja auch alles Tutti und alles keine große Sache. Ich bin ja für meine Freundin da. Mach das jetzt hier nicht, um mich zu profilieren. Ich finde, das ist Basic Beziehungsshit. Das erstmal so als Information für euch, damit ihr das Thema versteht. Nur war es zu der Zeit so, dass auch abseits des Songs die ganze Zeit um ihre Ex-Freunde ging. Also im Privaten irgendwelche Stories, wie sie mir erzählt hat, wie sie irgendwie mit ihrem Ex gekifft hat. Das ist auch eine miese Red Flag einfach. Ja, dann kommen es kommen abwechselnd Stories irgendwie, ja, mein Ex hat dieses und jenes gemacht, ne, um ein bisschen auch das Erwartungsmanagement zu machen. Wenn es um gute Sachen ging, so, der hat mir das gezahlt, der hat hier so, der war so aufmerksam, bla bla bla. Aber dann hat er so und so gemacht. Leute, wenn ihr in einer neuen Beziehung seid, es kann mal in bestimmten Situationen dazu kommen, dass man sich an eine Nummer erinnert, wo es um eine Ex-Beziehung ging, wo ein Kommentar kommt. Das ist vollkommen normal, halb so wild. Wenn euer neuer Partner permanent über den oder die Ex schwadroniert, egal im Guten oder im Schlechten, meistens ist es so 30-70, Red Flag, verpisst euch. Raus aus der Nummer. Raus aus der Nummer. Weil entweder ist die Person über den Ex-Partner noch nicht weg oder sie versucht, euch praktisch damit zu erziehen. Ne? Mein Ex-Partner hat so und so und so und so gemacht. Die Beziehung ist gescheitert im Übrigen. Ne? Also besser machst du nicht so und so und so und so und besser widersprichst du mir nicht, wenn ich dieses und jenes tue. Ne? Das sind schon diese ersten subtilen Manipulationsdinger. Red Flag, raus aus der Nummer. Raus. Nicht drüber reden, nicht irgendwie versuchen, oh, vielleicht ist er raus.
irgendwie Bad Family Guy geschaut haben und natürlich auch negative Stories mit anderen Ex-Freunden. Aber auch auf Social Media ging es richtig, richtig viel zu der Zeit eben um solche Themen. Und ich bin euch ehrlich, das war mir irgendwann einfach ein bisschen zu viel. Also versteht mich nicht falsch, mal eine Sexstory mitzubekommen. Ja, what the fuck, alles entspannt. Oder weiß ich nicht. Nee, aber man erzählt keine Sexstories, die man mit Ex-Freunden hatte, mit dem neuen Partner. Tut man nicht. Das tut man nicht. Sie fuckt sich mal über ihren Ex-Freund ab. Alles gut so, ne? Aber zu der Zeit war es halt wirklich täglich Thema. Und ich habe im leicht angezickten Modus dann für mich auch eine Grenze gezogen, wo ich das Ganze erklärt habe, dass das gerade für mich zu viel ist. Ganz ehrlich, wenn du so viel über deine Ex-Partner und Co. redest, wie ich das tue, wäre das absolut kein Problem für mich. Dann würden wir dieses Gespräch nicht führen. Nur andersrum kommt es im Podcast vor, in den Videos, in den TikToks, in der Promophase, in den Songs. Ich glaube, gerade war wirklich einfach mein Load davon gefüllt und ich kam mit dem Thema nicht mehr klar. Ja, meine Reaktion hätte anders sein müssen, das tut mir ehrlich leid. Nur ich glaube mit allem, dass ich auf keine Social-Media-Plattform oder im Privatleben mehr an diesem Thema mit deinen Ex-Freunden vorbeikomme, ist gerade einfach zu viel für mich. Das ist vollkommen nachvollziehbar. Und du musst deine Reaktion anders sein müssen. Wenn du hingehst und sagst, hey du, wird mir zu viel, ich will von deinen Ex-Freunden gar nicht so viel wissen, dann hat sie das auch zu akzeptieren. Ne? Ich verbiete sie auf keinen Fall, das zu machen, aber gerade kann ich das nicht mehr aufnehmen. Nur sie macht jetzt aus einem, es stört mich, dass es aktuell so viel um deine Ex-Freunde geht, dieses TikTok hier, in dem sie meint, dass es für mich schlimmer wäre, dass wir aktuell so viel über ihre Ex-Freunde oder auch zum Beispiel diesen Übergriff reden, anstatt, dass sie diesen Übergriff erlebt hat. Was? Und das Ding ist, exakt das hat sie mich sogar einen Tag vor der Trennung gefragt. Und ich habe natürlich auch darauf geantwortet. Und ja, zeige ich jetzt einfach mal meine Memo damals. Mal ganz kurz, weil ich merke, dass ich gefühlt ausgefragt werde, bis ich was Falsches sage. Ja, das ist so. Du wirst ausgefragt, bis du was Falsches sagst. Und das wird aus dem Kontext gerissen und dann gegen dich verwendet. DJ, genau so läuft's. Natürlich tut mir das viel, viel, viel mehr leid, dass dir das passiert ist. Wirklich was. What the fuck? Natürlich. Das steht nicht mal in Relation. Das ist nicht mal dieselbe Sportart. So, natürlich tut mir das viel mehr leid. Aber bitte frag mich nicht so lange aus, bis ich was Falsches sage, weil so fühlt sich gerade an. Und wir haben wieder das Muster, dass sie mir Dinge unterstellt, die nie in meinem Kopf waren, nicht mal ansatzweise und ich sogar das exakte Gegenteil gesagt habe, wie es wirklich ist. Dazu habt ihr auch gerade in der Memo gehört, dass ich mich darüber beschwere, dass sie wieder auf Fehlersuche ist. Und damit kommen wir zum nächsten Pattern. Hier starten wir direkt mal gerne mit ihrer Behauptung rein. Sie meint ja in ihrer Story, dass es nicht okay sei, wenn wir längere Zeit nicht miteinander geschlafen hätten und das Nein sagen nur bis zu einem bestimmten Punkt ginge. Und ich weiß sogar, auf was sie das sehr... Das ist auch so eine Nummer. Das ist aber, glaube ich, in toxischen Beziehungen eigentlich ein weiblich exklusives Ding. Männer und Frauen setzen Sexualität unterschiedliche Art und Weise als Waffe ein. Bei Männern ist es gewaltvoll, das als Waffe einzusetzen. Leute, die irgendwas zu kompensieren haben, denen geht es nicht wirklich um den Akt an sich. Ne? Vergeh, Verurteilte, Straftäter, Triebtäter. Denen geht es nicht um den Akt an sich, sondern denen geht es da auch um die Machtausübung. Du kannst jetzt hier nichts dagegen tun. Das turnt die an. Und weil Frauen machen das halt auf eine andere Art und Weise. Die machen das halt über Sexentzug und Manipulation in diese Richtung. Und dann, ne, wenn der Partner kommt und sagt, ich habe da ein Problem, ich würde da gern drüber sprechen, ich würde mir mehr Intimität wünschen, etc. bla bla, dann werden die Leute gegaslightet in die Richtung so, sie wären übergriffig und sie würden die Grenzen nicht akzeptieren, etc. bla bla. Das sind unterschiedliche Arten von sexueller Gewalt, die halt ob der wahrscheinlich biologischen, gesellschaftlichen, keine Ahnung, bin kein Soziologe, Unterschiede zwischen Mann und Frau unterschiedlich ausfallen, aber es ist beides sexuelle Gewalt. Ne? Den praktisch Sexentzug und dann die negativen Folgen dadurch irgendwie dann den anderen so hinzustellen, als wäre er irgendein besessener Irrer, der keine Grenzen akzeptiert. Das ist alles ein Spiel. Also wenn es natürlich in so einer Häufigkeit vorkommt. Natürlich hat mal jemand keinen Bock auf Sex.
Und wenn du das dann so kommunizierst, und das passiert jedem Menschen, egal ob Männlein oder Weiblein, dass man sagt, hey du, ich habe heute keinen Kopf dafür. Und dann passt das. Aber das so gezielt einzusetzen als Manipulationstaktik ist halt auch Klassiker. Wahrscheinlich beziehen würde. Denn ich habe mal in einer Phase, in der wir nicht zusammen waren, in der wir auch nicht miteinander geschlafen haben, habe ich nämlich mal diese Nachricht hier geschrieben. Erstmal sehr wichtig, ich will dich in dem Punkt nicht hetzen, dich von mir überzeugen oder dass du Lust drauf bekommst, dass wir in der Zukunft auch mal die Nacht beieinander verbringen. Das ist immer deine Entscheidung, das nicht zu wollen. Und wenn du das nicht möchtest, dann ist das so. Mir ist nur wichtig zu sagen, dass beieinander schlafen, kuscheln, Sex und auch das Quatsch danach für mich essentielle Dinge sind, die auch in Zukunft für mich immer wichtig und essentiell bleiben werden. Und klar nehme ich das an, wenn du auf so eine Nähe keine Lust hast, aber nicht für immer. Intimität gehört für mich vor allem, um auch Vertrauen zueinander aufzubauen. Ja, das ist ein Klassiker. Das ist wirklich ein Klassiker. Ich muss kurz unterbrechen, ich kriege gerade Besuch. So, da sind wir wieder. Bei dem Text. Zu bauen mit dazu und gehört auch innerhalb der Beziehung mit dazu. Physical Touch ist meine Love Language und wenn diese Love Language nicht erfüllt werden kann, dann ist das natürlich ein großes Problem und es fühlt sich nicht komplett an. Und damit will ich gar nicht sagen, dass es alles so kommen wird oder muss, auf gar keinen Fall. Ich glaube nicht, dass es ein Riesenproblem in der Zukunft wird. Aber es tut unseren zukünftigen Ichs, glaube ich mal, ganz gut, wenn ich sowas hier außerhalb der Beziehung nochmal klar ausspreche. Abschließend will ich nochmal sagen, dass ich hier bin, um mit dir an unserem Problem zu arbeiten und dass ich an uns glaube. Ich hab dich lieb, Marie. Das ist... besser könnte man es nicht formulieren. Ne? Ich meine, in jeder Beziehung, sag mal, in jeder normalen Beziehung ist natürlich körperliche Nähe, Sexualität ist ein Grundbedürfnis. Ne? Es ist ja nicht jeder so drauf wie zum Beispiel ein Rainer Winkler oder so, wo es das einzige Bedürfnis ist. Aber das finde ich sehr based formuliert und sehr gut, was er da geschrieben hat. Er sagt, hey, ich habe ich respektiere das so, wenn du da gewisse Grenzen hast, etc. bla bla. Aber es ist auf Dauer in der Beziehung für mich ein essentieller Part und das ist halt auf jeden Fall ein Ausschlusskriterium für eine Partnerin, wenn es gar nicht zu körperlicher Intimität kommt. Und das ist legit zu sagen, so wie er es da formuliert hat. Und ich weiß auch nicht, was er dann, was er anders hätte machen können. Das ist vollkommen legitim. Das ist hier nicht irgendjemanden unter Druck setzen, etc. Es ist halt einfach nur zu sagen, ich habe die und die Bedürfnisse und die sind für mich wichtig und essentiell für eine Beziehung. Ja, kommen wir da zusammen oder kommen wir da nicht zusammen? Und es ist ja auch so, es gibt auch Leute, die asexuell sind, die keinen Bock auf Sex haben, die suchen sich dann halt vielleicht auch Partner, die auch da keinen Bock drauf haben und haben halt mehr oder weniger so eine bisschen innigere WG-Beziehung oder so. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, aber dann müssen halt beide damit cool sein. Richtig. Aber wir sind jetzt hier 20 Minuten vorm Ende. Ziemlich genau fast 20 Minuten vorm Ende. Ich mache jetzt hier einen Cut. Ihr kriegt einen zweiten Teil von mir. Den nehme ich euch morgen auf. Und weil ich werde jetzt mit meinem besten Kumpel PlayStation spielen. Und das ist mir wichtiger als der Shit hier. Ganz ehrlich zu sagen. In diesem Sinne, Leute, tut nicht, was Rainer tut oder was die Mulle hier von dem TJ tut das unter gar keinen Umständen. Tut aber auch nicht, was TJ tut. Lasst euch nicht 1,5 Jahre lang verarschen von solchen Leuten. Und Medal off.